Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. UI, 4-Monats-Show, Wup Wup.
Da geht da was. So, guten Morgen beieinander. Mr. Price, Mr. Option, Mrs. Ja, leck. Es ist ein Babyparty. Das geht mir jetzt gerade noch. Ja, da haben wir schon den Ich ersten hab einen Super. Puff und meine Puffmama heißt Leyland. So, jetzt grüß ich erst einmal, okay? Also, Mr. Price, Mr. Option, Mrs. Marshall, Mr. Franzl Schorsch, der Mr. Saiching ist auch schon da. So, erst einmal, Mr. Option, merci für deinen Resub im 8. Monat. Geschubst, ja, wenn du 8 Monate braucht hast, um das auszufinden, dann bist du wirklich geschubst, das stimmt. Marshall, dir auch ein Dankeschön für deinen Resub im 4. Monat. Herrschaftszeiten, die Zeit vergeht unfassbar. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön. Und Mr. Saiching, auch dir ein Dankeschön für deinen Resub im 9. Monat, ja. Geht's jetzt zum Babyparty. Schauen wir mal, ob der genauso geschubst wird wie du. Wie geht's euch? Alles fit bei Ink? Was ist bei mir? Was ist bei mir im Discord? Was der jetzt da schon wieder für ein Schund? Ah. Oh. Ah, der Mr. Price macht Schichtfleisch, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Ist ein gutes Weg, um ein Schichtfleisch zu machen. Wir nennen es leider, das ist, also es ist nicht mehr geschubst, sondern gestrahlt, ja. Gestrahlt. Schichttrippel, okay. Schichttrippel, ja, kommt ja aufs Gleiche, nimm mich. Kannst gern vorbeibringen, wenn du fertig bist. Ja? Weil du brauchst eh nichts zum Essen, ich muss noch groß und stark werden, habe ich gehört. Das passt ihm dann schon. Besser wie ein Sei, glaube ich. Dünne Aussage. War mir jetzt nicht so sicher. Weil, was das alles, was aus dem Sei, was vom Sei so kommt, das ist meistens mindestens obergeschubst. Ja? Ja, gerade du musst groß werden. Ja. Groß vielleicht, jetzt nicht mehr, aber stark. Naja. So, wie geht's euch? Bei uns bei hoffentlich alles flauschig. Es war ja doch fast eine Woche nicht live. Aber es war halt einfach zugegebenermaßen auch fucking viel zu heiß dafür. Ja, also am Mittwoch, wenn ich mich da hergesetzt hätte, dann war wahrscheinlich ich, sowohl auch die zwei Viecher da drin, ja, die warten auf Zeiten, glaubt das. Aber man denkt, nein, das tun wir jetzt nicht an. Ja, da stellen wir es lieber heute auf einen Sonntag Frühschoppen, und Frühschoppen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, einen Sonntag Frühschoppen haben wir bestimmt schon seit März nicht mehr gehabt. Also das geht sich ungefähr hin, weil das ist ja im Herbst eine, so wegen unserer Tradition gewesen, dass wir immer auf den Sonntag in der Früh ein wenig live gegangen haben. Aber durch Tennissaison muss halt ich um die Zeit normalerweise, ja, um die Zeit spiele ich schon Tennis eigentlich im Sommer. Aber da jetzt Saison um ist, ne, geht sich das halt super aus. Schauen wir mal. Streamer werde halt ungefähr so bis, ja, 12, halb 1 maximal, also länger nicht. Weil es soll ja wieder verdammt warm werden. Habe ich gehört, also wo man zumindest sagen lassen laut Wetterbericht. Keine Ahnung, wie es dann tatsächlich wirklich wird. Aber ich glaube, in der Zeit, meine, bringen wir schon ein wenig unter. Ich möchte halt tatsächlich, ich möchte mich halt tatsächlich ein bisschen mehr im Dorf umschauen. Wir haben einen Haufen Schatzkisten, da wo ich wissen möchte, was da drin ist. Ja, weil mehr Loot ist mehr gut, habe ich mal gehört. Und wahrscheinlich wird man auch das eine oder andere Mistviech wieder zusammenhauen müssen. Oder zusammenschießen. Oder daneben schießen. Ich weiß es auch nicht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber schauen wir einfach mal, dann sehen wir schon. Im Sommer ist es immer am besten in der Früh oder ganz spät am Abend. Ja, genau so nämlich. Genau so nämlich. Deswegen haben wir gedacht, hey, Frühschoppen, wenn es heute wieder 30 Grad heiß wird, das ist eine zauberhafte Idee. Mike, komm her, erzähl jetzt fast was an. Guten Morgen beieinander. Guten Morgen. Ist ja nichts passiert. Ja? Bist noch im Opening. So tragisch ist das jetzt auch nicht. So. Marshall, wie waren bei dir gestern, Madison? Ist die Wort verfügbar? Ich glaub, Moment, ich bin eigentlich ja komplett vollbehinderter. Normalerweise, ich hab's doch in Discord, glaube ich, gelesen vorher, oder? Will direkt noch mal lernen.
Ja, okay. Frage erübrigt. Vergiss die Frage. Prof, habe die Ehre. Hier einen wunderschönen guten Morgen. Alles fit bei dir. Erstmal Kaffee. Ganze Konvoi. Ganze Konvoi Kaffee rein. Hat noch nicht. Ist alles verfügbar, hab die sogar gerüst im Wort. Oh, Dankeschön. Da ist man gar nicht anwesend und man wird trotzdem begrüßt. Sei, kannst du mal schnell für Smasher einen Shoutout machen, bitte? Nein, das haben wir letztes Mal übersehen. Wir haben ja jetzt einen neuen personalisierten Shoutout. Da. Leute, wer Marshall noch nicht kennt, ich glaube, der Text ist ziemlich treffend. Ja, da lohnt es sich auf alle Fälle mal, dass man da vorbeischaut und einen Daumen da lässt. Ja. Macht unfassbar guten Content. Macht vor allem viel Horror-Content. Ja. Also für alle, denen wo das gefällt, dass ich mich da anschwitze, bei der Marshall hat es ein besser aufkommen, dass das so geht. Okay? Bitte, Dankeschön. So. Sollten wir jetzt anfangen? Was meinst du zum Frühstück Resident Evil so? Ja, wenn's auf Geschnetzel so in der Früh, warum denn auch nicht? Jetzt ein 4 Uhr morgen, grüß dich. Ich glaube, nein, ich halte einfach mein Maul. Ich sag jetzt einfach nichts. Ich verweigere jetzt die Aussage, weil das wird sonst wieder, das eskaliert mir sonst wieder sauber stark im Spiel. Ich sage jetzt einfach nichts. Ich sage jetzt einfach, wir spielen jetzt dann und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich sag, nein. Einfach das Fleiß nicht. So, ich mache mir jetzt mal schnell mein Spiel auf. Und dann schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir es heute tatsächlich bis zum Heisenberg schaffen. Ich glaube fast eher nicht. Wie gesagt, weil ich heute tatsächlich mehr mich mit Loot beschäftigen will. Chris Price, habe die Ehre. Merci noch nachträglich für dein Following. Alles fit bei dir. So. Jetzt sollte man da vielleicht damit umschalten, gell? Das war vielleicht eine Idee. So, Bild, Ton, wo? Da haben wir beide, dann wird man den Ton wahrscheinlich auch haben. Passt eh schon wieder. Zitat Bazi, das ist ja nicht so gruselig. Mhm. Ja. Ich werde sowas nie wieder in meinem Leben erwähnen. Ja? Nie wieder. Die Lektion, die hab ich ganz böse lernen müssen. So. Schauen wir mal. Wollen wir mal fortsetzen. Selber auch im Moment schon noch, ja. Die Frage ist gerade, wie lang. So, wo haben wir denn jetzt? Jetzt muss ich mich erst einmal orientieren. So. Stimmt, wir haben das letzte Mal haben wir den komischen Fischkopf da zusammengeschossen. So. Und da herum gibt es auf alle Fälle noch irgendwas. Und da ist auch noch irgendeine Truhe, moros versteckte Waffe. Die sollten wir uns halt vielleicht dann schon einmal hören. Das heißt, wir müssen mal jetzt rein theoretisch nochmal über Treppen runter. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich sehe ich das richtig. Und da hinter, da, das ist der Donner, ihr Schatz. Da kann man auch hier, aber da haben wir das letzte Mal so einen, weiß ich nicht, so einen riesen Hackel-Zombie getroffen, gegen den wir ungefähr überhaupt nichts ausrichten haben können. Ich weiß nicht, ob wir mir schon Waffen haben, die wo dem Schaden macht. Oder ob wir da einfach nur ein bisschen abwarten müssen. Weil ich hab da letztes Mal mein ganzes Immun, blöd wie ich gewesen bin, verballert. Wir haben ja letztes Mal zwischenzeitlich mit 0 Munition durch die Gegend gerannt. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob wir da schon hin sollen. Müssen wir noch abwarten. Aber auf alle Fälle, die Truhen, die wo da sind, im Dorf, die möchten wir schon, wenn es möglich ist, irgendwie holen. Aber auf alle Fälle brauchen wir jetzt erst einmal das da. Das war einmal das Allergescheiter. Endlich ein waschechter Bayer. Das freut mich immer wieder, wenn bayerische Streamer, wenn bayerische, österreichische oder Mundartleute da herfinden. Ich hoffe, du hast einen schönen Aufenthalt bei uns. Wenn es irgendwas gibt, was du wissen möchtest, dann fragst du noch, das wird dann schon. Der Riese ist ein Munitionsschlucker. Ja, das habe ich letztes Mal auch gemerkt, dass der verdammt viel Munition schluckt. So, jetzt gehen wir auf alle Fälle nochmal oben. Da unten kann ja eigentlich nichts mehr sein. Ja, ich komme nicht einmal mehr zurück. Ist das der Scheiß Ernst? Kann man jetzt die Truhe da unten nicht holen, oder was? Das war aber schlecht. Ja, okay, die Truhe ist dann einmal raus.
Na gut. Jetzt schauen wir mal, was habe ich denn überhaupt am Mond? Nimmer ein Teufel. Ja, okay, wird man schon irgendwie, das wird man schon irgendwie aushalten können. Das ist der Speicherpunkt, ja gut, okay, der interessiert mich jetzt nicht. Da hätte man Fackel, das kann man eigentlich theoretisch schon mal... Ich werde da nicht meinen Moon verballern, das könnt ihr vergessen. Wenn wir wegen eine weg an Arsch, da geh her. Da gehst du her. So, Price, wie war das mit dem Schichtfleisch? Hey, die Sau greift da. Da wird blimm. Messer und Anscheinschirm hat noch nie geschaut. Umfallen, habe ich gesagt. Geht doch. Haben wir schon. Außer mit der außer mit dem Verkehr gibt Schinken. Genauso nämlich. Okay. Aber da leicht noch irgendwas auf. Da gibt es doch noch irgendwas, oder? Ach, weil wir da... Ach, da so kommen wir zurück ins Dorf. Ja, ja, okay. Ja, aber da hinten ist ja noch irgendetwas. OP-Buttermesser, so nämlich. Ah, da war das mit der... Da haben wir dann noch eine Kugel gefunden, meine, oder? Hätte ich Mord. Familienfoto, hä? Flakon, Brunnenkurbel, Foto eines seltenen Steinblatt, Foto eines... haben wir letztes Mal nicht noch so eine Kugel gefunden? Ich hätte eigentlich doch gehabt, wir haben letztes Mal so eine Kugel gefunden. Mein Vater klingt wie du, meine Mama wahrscheinlich die Berlinerin und ich komme mit Hochdeutsch auf die Welt. Wir nehmen alles, da brauchst du überhaupt nicht runter. Wir nehmen alles. Österreicher, Bayer, Franken, Brandenburger, Preußen, scheißegal. Wir nehmen alles. Bei uns ist ja jeder herzlich willkommen. Ja, hey, keine Ahnung. Was ist denn da jetzt eigentlich? Da ist ein Kugellabyrinth. Mechanische Tür. Wo ist denn da eine mechanische Tür? Ach, das da. Da brauchen wir auch irgendetwas. Da wahrscheinlich, oder? Nach dem Fund bist du da nicht vielleicht gestorben. Nach was für ein Fund? Von der Kurbel? Von der Kugel meinst du jetzt? Ja, aber wo geht's denn noch da hin? Ah, da kann's. Ah, so, okay. Ja, warte mal, hey, was? Das ist versunkene Siedlung, da geht's. Ach, so könnte man dann nochmal. Okay, alles klar. So könnte man dann nochmal zurück. Oh, ich kann das für echt gar nicht sagen, Prof. Ich weiß es nicht. Oh, Gockelmann. Ich kann das echt nicht sagen, ob ich da... Ich glaube aber... Haben wir letztes Mal gestorben? Jo, wir haben schon gestorben. Wir haben gestorben, nicht weil unser Gegner zusammengehauen hat, sondern wir haben bei der Rennpassage gestorben, da wo wir über die Wasserplatten gehen haben müssen, wo der Motor als Fisch da umeinander schwimmt. Da haben wir 3 Mal gestorben, glaube ich. Aber sonst... Wir nehmen alles, Österreicher, Bayern, Schwaben, Schweizer, Achtung, Festpalmgefahr. Strahlt einfach, ja, strahlt. So. Wir wollten als Kinder immer den Dialekten unserer Eltern nacheifern, aber unsere bayerische Oma sagt immer, sprecht halt Hochdeutsch. Ich sag jetzt mal so, Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache, die ich gelernt habe. Wie gesagt, ich scheiß mir da überhaupt nichts. Also das ist halt eins von meine, wie sag ich denn? Ja, von meinen Leitmottos, ich sprich halt ausnahmslos im Dialekt, im Stream. Ausnahmslos. Einfach weil ich so... Ja, nicht schon wieder so ein Scheißviech. Hat mir die jetzt gesehen? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub, der hat mich nicht gesehen, das ist gut. Jetzt aber mit Erik, grüß dich. Ich kann Hochdeutsch auch noch nicht. Mein Englisch ist besser. Was haben wir denn da? Kugelmeerjungfrau. Aha, jetzt wissen wir auch, wo die Kugel hingehört. Okay, die Kugel gehört dann nach unten hin. Alles klar. Jetzt schaue ich mir schnell der Vollständigkeit halber, ob die Kugel auch wirklich da reingehört.
Jetzt schauen wir, ob die Kugel auch wirklich da reingeht. Tatsächlich. Ah, schau her. Okay, dann hat sich das mit der Kugel erledigt. Aber ich hätte mal über andere Kugel gefunden. Ja, lassen wir die Kugel da mal ein wenig rundum. So. Aha, ich wollte gerade sagen, wann kommt denn da mal das erste Hindernis da, wo die Kugel vorbei soll? Ah, schön mit Topspin gespielt, schon, ja. Da kommt der Tennisspieler in mir wieder durch. Ja toll, ich sage jetzt ungefähr gar nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Sehr gut. So, einmal so. Okay, da war jetzt noch ein einziges Hindernis. Das war jetzt nicht so dramatisch. Schön. Mondkatz, guten Morgen, grüß dich. My German is not the hell from the Ecke. Ja, genauso ungefähr. Hellgrüner Schädel. Der ist wahrscheinlich ein Haufen Schotter wert. Nehmen wir natürlich dankend an. Hast du nicht zuletzt schon mal sowas gemacht? Mit einer anderen Kugel? Im Schloss tatsächlich, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch letzten Stream auch was gemacht haben. Aber im Schloss tatsächlich ja. Im Schloss haben wir das erste Mal sowas gemacht, tatsächlich. Oder haben wir mir das letzte Mal auch gemacht? Ich weiß halt einfach nicht mehr. Ich bin einfach, mein Gedächtnis ist einfach heute eine komplette Vollkatastrophe. Ich schwör's, ich schieß den scheiß Vogel vom Himmel, aber ich sag das, wie es ist. Ah, da umflattert er. Okay. Ja, halt dein Maul da an, ha, wie war's denn? Ah, der sitzt sich da auf Stangerlaufen. Ich möchte aber schon hoffen, dass ich da an den Loot trage, gell? Freunde der Sonne. Das hoffe ich jetzt aber schon inständig. Doch, du hast letztens was gemacht mit meinem Zitat Onyx. Ja, okay, jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, sei, hast recht. Okay. Okay. Was knackst du da schon wieder so saublöd? Da klang ich eh schon wieder. Was stell nur hergeht für die Ich mag das nicht da. Was? Wo? Ah, so habe ich die. Liegen bleiben. Den hast. Ein bisschen am Mund haben wir gekriegt. Schiebe der Fight. Was haben's denn dort drin? Warum denn? Preis, Schichtfleisch und so. Wie schaut das bei dir so aus? Ich meine, Eimer ist für Anfänger. Ich darf es auf Haufen stoppen. Wo immer die Kohle jetzt herkommt, aber gut. Alter, ich mag den Loot da. Oh, was ist. Geh weiter. Oder ist das einfach nur. Achso, das ist kein Loot. Okay, nevermind. Ey. War die falsche Richtung. Oh, 25 Pistolenschuss. Da können wir arbeiten damit. Freunde, das ist eine zauberhafte Sache. 25 Pistolenschuss, das nehmen wir. Das nehmen wir. Vor allem Geschenkte. Da grunzt aber noch irgendwas. Irgendwer stachselt da noch umeinander. Ich glaube, ich mag aber nicht wissen, wer und was. Spotty, guten Morgen, grüß dich. Habt's auch mit Verbindung an meine Sprüche. Ja, jetzt sagst du das einmal, was du für einen Einfluss hast auf unseren Stream, Mr. Seiching. Du sagst das mal. Da ist ein Brunnen. Wie irgendwer grunzt da noch. Ich höre es ganz genau, dass da wer grunzt. Oh, 2 Flintenschuss ist zwar ein wenig weniger, aber immerhin besser wie nix. So, jetzt brauchen wir die Brunnenkurbel. Die haben wir mal auch noch. Ja, da ist. Nein, ist schon einer so ein Blenkgeschoss. Ach, ja dann.
Haben wir für das Ding eigentlich... Ach, das Blendgeschoss ist für die Dinger. Machen die Blend... Mal eine Frage an die erfahrenen Resident Evil 8 Spieler. Macht Blendgeschoss Schaden? Wahrscheinlich nicht, oder? Da brauche ich wahrscheinlich die Granaten dazu. Wo ist denn mein Buttermesser? Minimal nur, okay. Gut zu wissen. Das heißt, auf die brauchen wir praktisch nicht verlassen. So, wer grunzt denn jetzt da? Jetzt kommt außer von dem noch, da mal ein paar Kugeln in den Knirscheiben einschießen kann. Angel, das moin. Aber die Ehre, alles fit bei dir. Ja, ich höre ihn halt. Ist der im Haus drin? Wahrscheinlich, oder? Die könntest du vielleicht später brauchen. Ja, ich denke mal schon, weil man findet in dem Spiel wirklich nichts, was man nicht brauchen kann. Oder später. Ja, hallo, wo ist denn der jetzt? Macht der Ferien oder was? Oh, ja, wahrscheinlich ist er da drin, oder? Kugel an Anschein schießen? Fragezeichen. Meinst du, dass es eine gute Idee ist? Den Spitball schießt er auch vorsichtshalber noch. Oh nee, so, sehr gut. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Schaut aber nicht so aus, wie wenn es mein Labor gewesen wäre. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht, aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ah, den anderen hat es doch auch zerrissen gestern, glaube ich. Letztes Mal, oder? Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Ja, blöd. Was haben wir jetzt da? Wolfsbane. Ah ja, toll. Inventar ist voll. Ja, dann müssen wir mal... Ich muss unbedingt zurück ins Dorf. Jetzt warte mal, das kriegen wir schon irgendwie. Jetzt pass auf, Wacht. Ah, du brauchst so viel Platz. Drei wieder nicht. Weißt du, guten Morgen. Ich hab gut geschlafen, mir einen Kaffee installiert. Und bis jetzt kommt's noch kalt von draußen rein. Besser wird's halt nicht, glaube ich. Deswegen sitze ich jetzt schon da. Weil es wahrscheinlich nicht besser wird. Magnum-Munition? Ist das quasi ein Magnum, okay. Ja, ich mag halt jetzt das Fleisch halt auch nicht wegwerfen. Das ist halt... In der Zwischenarbeit befinden sich Objekte, die nicht weggeworfen werden können. Bitte bewegen Sie sich zurück ins Inventar. Ja, das ist schon klar, dass das Ding nicht weggeworfen werden kann. Jetzt warte mal, was haben wir denn da? Das ist Geflügel. Jetzt tue ich die einfach mal... Jetzt muss ich mal meine nicht vorhandenen Tetris-Künste da ein bisschen spenden lassen. Ah, da schon her. Sehr gut, das nehmen wir. So, was bist jetzt du eigentlich für Vehikel? Ich habe auf alle Fälle 3 Schuss dafür, oder was? Und einen kann ich noch nachladen. Die Pistolenmuni über das Fleisch, ja genau, so ungefähr. Kaffee installieren. Aber was ist denn jetzt das schon wieder für ein Viech? Da geht ja schon wieder irgendetwas dumm da draußen. Hallo? Ich seh ihn halt nicht. Ist das jetzt schon wieder so ein Wolfsviech oder was?
Ey, wenn er halt sehen darf. Da unten ist er. Ja, freilich, muss ich jetzt schon wieder gehen, so Wolfsviech-Kämpfer oder was? Ma, ich hab eh schon gar keinen Mund mehr. Aber man kann mal bei der Gelegenheit eigentlich einmal die neue Pistolen ausprobieren. Das war vielleicht auch mal eine Idee, oder? Was meinst du denn? Ich weiß zwar nicht, ob die was taugt. Aber das wird man herausfinden. Man bekommt nie eine Waffe bei Resi ohne einen wunderbaren Gegner. Hm, offensichtlich. Ja, der geht jetzt da unten im Kreis, oder was? Ja, jetzt warte mal. Das Ding ist noch 3 Schuss von der Pistole am Arsch. Ist diese... Die hat 1700 Feuerkraft. Ein Revolver, der mit Magnum-Munition geladen wird, dank hoher Feuer- und Durchschlagskraft ist der angeblich sogar effektiv gegen Werwölfe. Ja, ist im Bereich des Möglichen, dass wir genau die Waffen brauchen, um den Riesentypen da umzuschießen, könnte das eventuell sein. Gut, aber dadurch, dass die Waffen so dermaßen OP zu sein scheint, wird man wahrscheinlich auch nicht hinter jedem Eck so eine Munition für das Ding finden. Ja, okay. Gefällt auf jeden Fall. Ja, die nehmen wir, die haben wir braucht, das ist gut. Ach, war das jetzt die Moros versteckte? Aha. Ja gut, dann können wir jetzt quasi zurück ins Dorf, oder wie sage ich das? Ja, nehmen wir, ja. Ein wildes Bazi auf Monsterjagd, servus am Kein, habe die Ehre, grüß dich. Willkommen zum Resident Evil 8 Frühschoppen am Sonntag. Gibt ja nichts Besseres, habe ich gehört. So, auf mit der Tür und ab vom Hof. Ja, okay, stimmt schon. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. This way. Aha, der Mr. Heisenberg sagt uns quasi dann schon im Endeffekt, wo wir... Oh, da gibt es noch einen Kampfkickel, den müssen wir noch umhauen. Den nehmen wir mit auf jeden Fall. Den holen wir uns gleich. Der Mr. Heisenberg sagt uns quasi schon, wo wir entlang gehen sollen. Okay, alles klar. Ich weiß zwar jetzt nicht, inwiefern da noch Gegner sind, weil da ist ja letztes Mal auch das Wolfsviech umeinander gerochen, den wo wir beide wohl mit dem Messer umgebracht haben, weil wir keinen Mund mehr gehabt haben. Das lassen wir auf die Visitenkarten drucken, das so gegen Gibius ist. Irgendwo da muss der... Achso, ja, der ist da hinter dann praktisch. Kampfgickerl. Ist nur die Frage, wie man da reinkommt. Und das wird man jetzt schon rausfinden, jetzt pass auf, Wacht. Ich höre auf alle Fälle schon, Kampfgickel. Ah, siehst du es da. Warte mal, da hinten ist... Ja, siehst du es da. Ich wollte gerade sagen, da muss man ja irgendwo eine Kurbel haben dafür. Ja, Kurbel mal die Kurbel. Bazi 28, Resi ist nicht gruselig, Buttermesser OP. Da ist aber ein Fehler in der Matrix, ich bin 21. Kampfkickerl! So, her mit dem Fleisch. Mehr Fleisch, mehr gut. Und alle Veganer in meinem Chat. Richtig gut. Gut. Ja, passt. Dann haben wir den Gickel da jetzt auch. Sehr gut. Wo geht's denn da hin? Das mag ich wissen. Die Leute ist auch nicht umsonst. Ja. Wenn es nicht Resident Evil war, kann man Ferien machen da. Hä, was bringt mir jetzt das, dass ich einfach da... Hä? Dass ich jetzt da aufs Dachel springen kann, oder was? Ja, da ist eine Truhe, da schau her. Da schau her, ja. Ja, der... Stehst du auf?
Na, du bist ein normaler Mensch, du stehst nicht auf. Du bleibst liegen ausnahmsweise sogar. Augenblutrubin. Was ist denn das schon wieder? Kann man wahrscheinlich verkaufen, oder? Taubenblutrubin. Den kann man kombinieren mit irgendwas. Ein kleiner blutroter Rubin, der wohl mal zu etwas dazugehört. Ah, warte, Moment einmal. Da war ja was. Ja gut, okay. Da geht aber dann noch irgendwas ab. Also drum braucht man da noch mal nicht. Wird man schon irgendwann einmal finden. Okay. Für sonst ist die Treppen jetzt nichts hier, oder was? Okay. Ja gut. Fang früh nur damit an. Ich bin leider zu spät dran gewesen und da... So, wir haben wir so jung, wie wir uns fühlen, okay? Einigen wir uns einfach auf das. So, wir kommen jetzt da hier hinten her. Waffe in der Wassermühle, die haben wir ja schon. Äh? Den Kampfgickel da hinter, den haben wir auch schon. Jetzt ist einmal die Frage, wie kommen wir da hinten her? Habe ja noch ein paar Kisten im Village. Ja, das war halt eigentlich die Mission, dass wir mir die Kisten da mal ausplündern, weil ich glaube, dass da herum ist auch noch irgendetwas. So Luisas Erbstück. Weil ich glaube, dass da noch das eine oder andere Nützliche zu finden geben könnte. Da ist die Zugbrücke, die müssen wir dann wahrscheinlich oberlassen und da dahinter, keine Ahnung. Ja, ist wurscht. Eins nach dem anderen. Jetzt schauen wir erst einmal, wie kommen wir jetzt zu der Kisten, weil der Weg da ist ja versperrt. Da müssen wir wahrscheinlich da aus irgendwie kann da mal feststellen, dann da einer. Da ist auf alle Fälle noch ein Schloss, was man aufschießen kann. Jetzt gehen wir erst einmal da oben und dann sehen wir es schon. Oder da je nachdem. Heute müssen wir in die andere Richtung, abgesehen davon. Ja, ob ich den Bolzen schneiden habe, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Nein, den habe ich nicht mehr. Hier lang, Papa. Du kannst mir am Arsch lecken! Jetzt gehen wir erst einmal zum Duke, das war mir das Allerwichtigste. Jetzt gehen wir erst einmal zum Duke und geben wir unsere ganzen Zutaten, ob damit das Inventar mal wieder ein wenig klarer wird, ja? Vielleicht kaufen wir uns bei der Gelegenheit vielleicht einmal ein bisschen mehr Inventarplätze, das darf vielleicht auch nicht schon. So. Ah, entschuldige. Kurz Ich aufkaufen. habe gerade aufgestockt. So, Ankauf. Jetzt pass auf, kristallener Schädelkabik. Die kristallene Beste für 20.000 Kabik. Kristallener Moro für 40.000, der darf auch weggehen. Und die Halskette mit leerer Fassung, die behalten wir uns nur, weil da kann man ja noch was kombinieren. Das gehörte Moro? Ja, scheinbar. Die So, Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. also Fisch habe ich noch keinen, okay. Gut, Fisch müssen wir noch irgendwann einmal finden. Saftiges Geflügel haben wir schon. Das können wir auch geben. Das können wir auch geben. 6 ist da. Ja, da wird es ja mal eh schon recht. So, jetzt möchte ich noch. Oh, jetzt hat er wieder Mundoscher her. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Jetzt kaufen wir uns erst einmal mehr Inventarplätze. Das war dir aufgefallen? So, mehr Moon, mehr gut. Her mit dem Schund. Was ist das? Achso, das ist. Okay. Was haben wir da? Das ist Scharfschützen-Moon, meine ich, oder? Wusste ich doch, Kaufen wir dass uns auch dich mal. das interessieren würde. Blindenmoon, wir nehmen alles mit. Das hilft ja meist nichts. So, jetzt schauen wir mal. Können wir noch Waffen aufwerten? Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass die Waffen aufzuwerten nicht ganz billig sein wird. Okay. Gut. Können wir zwar jetzt an und für sich nichts mehr aufwerten, das macht aber nichts. Dafür kann man eigentlich hergehen und die ganzen Waffen noch ein bisschen verbessern. Was haben wir denn jetzt noch? 35.000 Lei. Jetzt schauen wir mal, was ist denn eigentlich das Wichtigste? Sollten wir so eine Mine auch noch kaufen? Die haben wir bisher eigentlich nie gebraucht. Außer beim Fischkopf. Da haben wir es einmal hergenommen. Was haben wir jetzt da? Wangenauflage. Spezialzuwehr für das Scharfschützengewehr. Reduziert das. Ja, das ist gut. Damit ich meine Kartoffel immer mal ein bisschen kompensieren kann. Das ist zauberhaft. Was haben wir da noch? Verbesserter Griff mit M1911. Spezialzuwehr für eine Pistole. Vermindert den Rückstoß beträchtlich. Her damit. Ausgezeichnete Wahl. Scheiße, jetzt habe ich vergessen das. So. Bis nächstes Mal. Teil ausrüsten. So ist her. So, jetzt schaut's schon mal gar nicht so schlecht aus. Willkommen Den hellgrünen Schädel haben wir auch noch. Das ist ein guter Einwand. Da müsste noch irgendwas auch da sein. Extras da. Beachte mich gar nicht.
Dann können wir uns jetzt, 6 erst, dann können wir uns das auch direkt noch kaufen für Flinten. Her damit. Da hattest du... Jawohl. Aber wenn wir jetzt nicht gut aufgestellt haben, dann weiß ich es aber vorher auch nicht mehr, gell? Danke für deine Treue. Das werden wir mal Sicherheit speichern, damit auch nichts passiert. So. Weiter im Text. Was ist denn das da eigentlich? Da ist ein roter Balken. Und da haben wir einen Dietrich. Wir haben tatsächlich sogar noch einen Dietrich. Das heißt, wir schauen mal in der Bude da mal vorbei, da gibt es nämlich noch was zum Holen. Ab vom Hof. Universalbolzenschneider. Ja, haben wir auch als Bolzenschneider sagen. Ich hab gerade eine Mäh gehört. Ja? Da ist noch irgendwo eine Mäh unterwegs. Was ist denn da? Rose is waiting for you. Deine Mama wartet auf dich, so schaut es nämlich aus. So, da in der Bude gibt es noch irgendein Ding, da wo mit einem Dietrich versperrt ist. Und ich will wissen, was es ist. Frage ist jetzt, wo... Ah, da war das, da schau her. So, Hermin Dietrich. Hermin Dietrich, der Mäckisep, genau. Flintenmoon 7 Stück, das nehmen wir. Dangschein hat sich schon rentiert, 6 da. Aber da gibt es noch irgendetwas. Weil in der Bude gibt es noch irgendetwas. Da haben wir noch irgendwas übersehen. Da haben wir irgendwas übersehen. Das so ein gewiss ist. Da müssen wir mal schauen. Da blitzt wahrscheinlich wieder irgendwas an der Decke, oder? 100%ig. Oh, große Leikens, sagenhafte Wolfsmonster von einst möge der kommen und uns unser Fleisch nehmen, möge der kommen und uns bei lebendigem Leib zerreißen. Also wer an sowas glaubt... ja gut. Aber wo gibt's da jetzt noch was? Ist einmal zu, dass ich da nicht durcheinander komme? Das Teil habe ich gefühlt das Teil habe ich gefühlt stundenlang gesucht. Dann gab es... Was genau meinst du jetzt? So da drin, oder was? Das Teil? Leute, ich mag aber wissen, was da drin gibt. Da gibt es noch irgendwas. Also das ist jetzt nur mit der Vollständigkeit, aber das ist jetzt kein Anzeigebug. Da drin kann man tatsächlich nur was finden, oder? Nicht, dass jetzt ich da 8 Stunden suche und finde es nicht. Jetzt hätte ich vielleicht gemeint, dass das irgendwie bei dem Kraut da umeinander steht. Da gibt's noch was, okay. Ja, dann machen wir mal ein paar Schalteinrichtungen kaputt, weil das hat noch nie geschaut. Aha. Aha. Okay, gut. Haben wir schon. Gut. Dann haben wir den Punkt schon mal erledigt. So. Was ist jetzt... Da ist wild, okay. Ja, das kann man uns eigentlich auch gleich sagen, weil warum denn eigentlich nicht? Oh, was ist das für ein roter Balken, frage ich mich. Wir müssen in die andere Richtung, dann müssen wir da auffahren. Ja, jetzt haben wir ein bisschen einen Schuss, das... Wow, ganz flauschig bleiben, Kollege. Du wirst nicht zweckentfremdet. Extras da. Nehmen wir. Und da oben ist noch einer umeinander gesprungen. Habe ich genau gesehen. Da siehst du, da hupft er schon umeinander. Ja, okay. Gut. So, was ist jetzt das da, oder? Da haben wir letztes Mal schon reingekommen. Dann bringe ich das Wild am besten auch gleich zurück. Was ist mit dem eigentlich? Was ist seine Mission? Wo sagst du die nächsten 5 Jahre? Ja, okay. Richterlich, guten Morgen, grüß dich. Ja, gehen wir nochmal zum McDonalds, da würde ich sagen. Gehen wir das gleich einmal ab, weil Inventarplätze sparen.
Du möchtest etwas kaufen? Nein, ich mag da was zum Fuhren geben. Brauchen wir mir noch irgendwo... Ah, Nur nicht Ist das? nachlassen. wir haben schon. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Ja, bitteschön. Ist schon recht. Hauptsache, du kriegst deinen Mund voll. So, jetzt aber. Jetzt schauen wir mal. Moontechnisch schaut es jetzt momentan relativ okay aus. Ja? Und jetzt kümmern wir uns einmal um die Kisten. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kisten da irgendwie, ergattern können. Da muss man ja irgendwie hinkommen. Ja? Ist ja nicht so. Weil dort der Weg ist ja versperrt. Das heißt, wir müssen irgendwie außenrum. Die Frage ist jetzt gerade wie. Und da herum gibt es auch noch irgendwas. Aber durch das, dass da der Ocker ist, da werden wahrscheinlich 7000 Gegner drin umeinander rennen. Und da gibt es noch einen Kampfgickel. Das heißt, du hast den Friedhof noch nicht fertig. Ja, da ist ein Riesengegner, da wo ich eine gewisse Munition brauche, damit man den besiegen kann. Und die Munition habe ich aktuell nicht, beziehungsweise ich habe nur noch einen Schuss. Da müssen wir mal warten. Also da können wir schon noch mal her, auf dem Friedhof da. Also falls du das meinst, werden wir schon noch machen. Aber die Frage ist nur, wann. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir da auf die Kisten hinkommen. Wir müssen ja da irgendwie hinkommen, das wird ja nicht anders. Oh, da blitzt was, ich hab's ganz genau gesehen. Wie war nicht? Okay, was haben wir da? Ein Teddy! Oh! Ja gut, seine Augen haben nicht mehr ganz so groß aus, aber... Schießpulver. Blei, okay. Ey, wir waren noch nicht in dem Haus. Gibt aber noch was. Da gehst du ja. Chemikalie, okay. Gibt's immer noch was? Da wo ich gerade die Böcke geschossen hab. Wo war denn das nochmal? Das war da, meine ich, gell? Ja, da, das meinst du, gell? Ja, da schauen wir gleich nochmal her. Ist das eine mehrstöckige Bude? Oder? Ah, da, okay. Rostige Reste, sehr gut. Jetzt haben wir es. Nice. Wie ich halt das einfach nicht gesehen habe, dass da auch noch etwas drin liegt. Okay. Wo waren jetzt die Namen? Die waren da herum. Wo ist denn da das mit dem roten Ding? Das ist das da oder irgendwo, oder? Ja, da haben wir letztes Mal die Platten außer. Die ist dann aufgegangen, dann haben... Warum ist denn das jetzt auf einmal... Achso, da kann man reingehen. Ja gut, okay. Lol. Ja, dann haben wir das auch. Passt. So. Wir kommen jetzt hier auf die scheiß Kisten da her. Weil da ist ja dicht. Da geht definitiv nichts. Da war aber... Ach, da schau her, da war der Lord dann. Da wäre eine Leiter. Da wäre eine Leiter, aber... Oh, wir bin ja nie da noch mal hingekommen. Da waren wir ja schon einmal. Reins, guten Morgen. Da haben wir außen umgegangen. Haben wir dann da durch und dann da oben, meine ich, oder? Das ist im Bereich des Möglichen, wahrscheinlich. Wo will denn jetzt eigentlich da herum? Weil über den Ocker haben wir nicht gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf zum Gickel, ja, der ist auch noch fällig, da brauchst du nicht reden. Jetzt legen wir den Gickel schon noch irgendwann einmal. Ah, ja, genau, okay, das schaut schon mal vernünftig aus. Oh, falscher Eingang, lol. Da hinten ist der Gickel. Ja, den kriegen wir nur, wenn wir über... Ich verstehe die Frage schon, den kriegen wir nur, wenn wir einen Ocker reingehen. Aber da hätte ich jetzt noch nicht hin. Jetzt eins nach dem anderen. Das kriegen wir schon irgendwie. Gehen wir da mal durch. Ja, genau. So, das Ding, die Truhe ist da drin. Da in dem Grundstück. Da drin. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt rein?
So können wir da rein. Okay. So, da ist auf alle Fälle schon mal das verdächtigste Scheißhaus EU-West. Mir wundert es, dass da noch nie was rausgesprungen ist bisher. Dietrich, ja, den nehmen wir. Sollte mich wundern, wenn die Schatztruhe nicht bewacht ist. Auf Flintenschuss, das schaut uns auch überhaupt nicht. Das nehmen wir. Schießpulver, okay. Sonst gibt's da nichts, oder was? Ah, denke. Madalina Körper? Bist du im Mund? Hey, Moment einmal, wir haben doch da einen Kopf, oder? Sechst du das da? Ich hasse Puppen. Können wir die anzünden? Warte mal, kann man den Vivianito auch einsetzen in die komische Ketten? Nein, tatsächlich nicht, okay. Ja, gut. Da haben wir es. So, jetzt ist nur noch die Bude da drin irgendwo interessant. Hey, da hat gerade irgendwie was ganz komisch da. Ich höre doch da irgendwas. Ist da irgendein Ziegenkopf? Ich hör da irgendwie so, wisst ihr, so das Knatzen, wenn er so Kopf wackelt, so. Weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade sage, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ach, du siehst das? Ich sag euch hier, irgendetwas Bier nicht blöd. Ja, da muss ich jetzt ein Pistolenschuss opfern, aber das hilft einem nicht. So. Dann schauen wir mal, was in der Bude da abgeht. Ah, da hängt auf alle Fälle schon mal ein Zettel. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon. Gärtner des Hauses oh Gott, das heißt der Joe Simon. Wissen's? So, wir haben doch da den Schlüssel einmal gefunden. Da, Schlüssel des Geigenbauers. Ab vom Hof. So, servus, ich bin's, putzfrei, ich werde zum Durchsagen noch. Happy Birthday. 27.09.17. Der ist noch nicht lang auf der Welt. Oder die. Aha. Erst einmal die Wohnung plündern. Das hat noch nie geschaut. Wie nix drin. Was ist das schon wieder für eine Stunde? Lang eh schon wieder. Da ist was im Kühlschrank drin? Wahrscheinlich nicht. Aber du merkst schon wieder irgendetwas. Ja, jetzt, Mike, ich glaube, ich hab eine neue Gitarre für dich. Wie schaut's aus? Bist du da dabei? Sexy du da? Kannst du das drum nehmen dann? Müssen wir zwar noch ein wenig fertigstellen, aber das darf dem schon passen, du, wenn du mich fragst. Mei, ich find dabei grad Geld, was ist denn das für Scheiß? Ich brauch was zum Ballern und nicht zum Zahlen. Ja, aber die Truhe geht uns noch ab. Irgendwo ist noch die Truhe. Wie jetzt der einzige Blinde, der wo nicht zeigt, wo die Truhe ist? Ah, da. Und wir brauchen einen Code. Wir brauchen einen Code. Moment einmal, da war doch ein Geburtsdatum, oder? Sind wir 20.09.17, ja, das können wir uns merken. Septemberkinder können wir uns immer merken. So, sind wir 20.09. Schauen wir mal. Nobody, habe ich die Ehre. Guck mal hin. 27.09.17. Ah, 6 ist da. Stahlreswell, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Erweitertes Magazin F2 Rifle. Ja, toll. Ach, das ist für... Ja, okay. Ich hätte mir jetzt zwar gehofft, dass wir da irgendwie so Magnum Moon finden, aber okay. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Rest in Peace. Haben wir da Neues? Nein, da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Irgendwas gibt's da noch. Wie war das Geld regiert die Welt? Ja, leider. Herweg, morgen!
So, wo können wir da jetzt noch... Wo können wir da noch was finden? Irgendwo... Ach, wahrscheinlich blitzt da wieder irgendwo was auf, oder? 100%. Da haben wir reingeschaut. Ja, es wird nicht anders. Da haben wir noch was da drin. Da haben wir die Lampen kaputt gemacht. Ein Werkzeug hat er auf alle Fälle, der Bulle. Kaputt machen kann man die Dinger da auch nicht. Muss ich jetzt wieder... Oh, mit wieder. Jetzt war halt die Frage, ob das jetzt wieder nur irgendwie so scheiß behindertes Geld ist, was kein Mensch nicht brauchen kann, oder ob das tatsächlich einmal was Wichtiges war. Hat schon was geblitzt, du hast es sogar schon angeschaut. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo? Ah, wahrscheinlich da irgendwo, oder? Das habe ich sogar schon angeschaut, hast du gemeint. Man kann es brauchen. Okay. Sogar mit der Waffenart zielt. Jetzt soll ich wissen, was ich mit der Waffenart zielt habe. Ja, das war jetzt halt das Interessante. Warte mal, ich habe vorher mit der Waffenzielt wieder reingegangen bin, oder? Ah, ich hasse das, wenn ich so, wenn ich genau weiß, es ist noch irgendeine Kleinigkeit da und mein innerer Monk das einfach finden möchte. Ja? Ich kann jetzt da nicht ruhigen Gewissens aus der Bude rausgehen, wenn ich weiß, dass da noch was gibt. Als du was gefunden hast, kurz danach. Ich habe jetzt Fake gefunden, das ist ja das. Okay. Wahrscheinlich ist es so offensichtlich und ich sehe es halt einfach nicht. Okay, Leute, ihr dürft mir helfen. Wo ist das Ding? Ich möchte nicht zu viel Zeit verdrödeln. Ihr dürft mir helfen, wo ist das Ding? Ist aus Holz, mehr Tipps gibt's nicht. Ja, dann okay, dann muss irgendwo das sein. Moment einmal. Ist das... Are you serious? Ja, okay, der war gut, das war tatsächlich... Okay, das akzeptiere ich, das war gut versteckt. Das war gut versteckt, das hat er heute mein Maul. Hast du schon das Einhorn geschlachtet und das Blut der Jungfer vergossen oder den Ring ins Feuer geschmissen? Ich hab der... Nein, das... das sage ich jetzt lieber nicht. Oh Gott, der Spruch ist jetzt gerade so da noch irgendwo hängen geblieben. Ich beantworte die Frage einfach beides mit Ja, okay? Einigen wir uns einfach drauf. So, die Loot-Spirale kickt, Freunde der Sonne. So, was haben wir jetzt da noch? Wir haben da hinten noch einen Kampfgickel. Die Frage ist, wie kommen wir zu den Kampfgickel hin? Da außer dann da wieder da einer. Moment einmal so einfach. Ah, über den Ocker. Über den Ocker, Freunde. Wir haben ja gesagt, über den Ocker kommen wir zu dem Kampfgickel. So. Da herum gibt's auch noch irgendetwas. Jetzt geht's eigentlich gerade mal nur um 2 Schatztruhen, wenn ich das richtig sage, oder? Achso, ja, da oben ist auch noch etwas. Schatzhaus beim Fluss. Okay, da gibt's noch ein paar mehr Sachen. Gut, das da hinten ist klar. Da ist der riesen Vollidiot, oder? Wie kommen wir denn dann da auf? Müssen wir dann quasi noch mal Richtung Schloss, oder wie sage ich das?
Wie kommt man denn dann da noch mehr auf? Weil das ist ja wieder Richtung Schloss. Kommen wir noch mal zum Schloss? Ich glaube fast nicht, oder? Ah, über den Weg da vielleicht kann es gehen. Du pass auf, warte mal. Müssen wir wieder retour. Dann da dann da auf und dann da links. Verbale Inkontinenz, da ist. Richtung Schloss gibt's auch noch was, ja, ja. Einmal im Stream muss mal die Zahl kommen. Ich hab mich schon gefragt, wann es soweit ist. Danke dir. So. Ja, okay. Jetzt, wir haben ja doch noch ein paar. Kannst du die scheiß Tier auflassen? Was ist denn mit dir? Wir haben ja scheinbar doch noch ein paar mehr Kisten, wo wir looten müssen. Aber das hilft einem nicht. Ich bin einfach ein lootgeiler Typ. Das hilft. Da müsst ihr leben damit. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal auf halbem Wege zurück und dann orientieren wir uns einfach nur mal rein. Ja? Ach, da ist der Anfang vom Spiel. Ja gut, das hilft uns nichts, wenn wir da lang gehen. Genau. Verwechslungsgefahr, notgeil und lootgeil, Freunde, ja? Also ein Unterschied. Boah, ich hasse das, wenn ich mich da bei 100.000 Mal verlaufe. Ja, jetzt wird's aber hinterher wie fahren, gell? Jetzt wird's aber hinterher wie fahren. Jeder Loot tut gut, genauso ist es nämlich. So. Haben wir wieder am Ausgangspunkt. Das ist ja schon mal was. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da umkommen. Jetzt pass auf, wo ist denn da der Eingang gewesen zum Schloss? Der war doch auch da. Warte mal, der ist nicht direkt voraus, oder? Der Eingang zum Schloss, der war doch da herum. Das war ja die Stordie, oder? Da wird man schon irgendwie hinfinden. Jetzt pass auf, ja, natürlich ist da jetzt die Brücke rund. Ist eh klar. Gut, ins Schloss selber können wir quasi nicht mehr. Oh, da haben Fischis. Da haben Fischis, Freunde, da wird man ja meine. Da gibt's überhaupt nichts da. Königsfischen habe ich gehört, ist eine feine Sache. Eine Werker mit dem Messer, weil Mundsporen und so weiter. Oh, da ist noch mehr einer, da gehst du her. Ohne Scheiß, die Fische schauen tatsächlich einmal normal aus. Was ist denn das überhaupt? Der Hecht oder was? Nein, Hecht ist das nicht. Schaut eher aus wie vorhin. Eh wurscht. Gut, Fischis haben wir. Ja, okay. Da ist jetzt die Brücke zwar runter. Da muss man aber dann noch irgendwie. Du musst da irgendwie nur mal aufkommen. Du musst da irgendwie nur mal aufkommen. Da geht's in die Richtung dann tatsächlich auch noch weiter. Wahrscheinlich geht's dann eh da. Müssen wir uns anschauen. Freunde, das müssen wir uns anschauen. Das hilft uns nichts. Heute haben wir mal ein bisschen entdeckungsfreudiger, okay? Ist das in Ordnung? Auf den Tisch kommt heute nur ein Fisch, so saftig. Apropos, Freunde. Gut, dass du den Kommentar gerade bringst. Am 1. September ist Release von fucking Mittelerde Gollum. Ihr dürft sich mal dezent drauf freuen, dass wir mir das Spiel spielen. Ja, das ist einer der Titel, auf die ich dieses Jahr sehr gehypt bin. Okay? Soll ich Werd mal spielen. etwas für dich auswählen? So, Dukes Feinkost, da Fisch. Haben wir jetzt. Also, das haben wir schon, okay. Wo haben wir denn das meiste schon? So, jetzt haben wir einen Fisch und können nichts anfangen damit, oder was? Ja, da. Ah, danke. Gut. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Da kommst du über einen Weg hin, ja, okay.
Ich glaube, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, dann müsste das sogar der Weg da erinnert sein. Warte mal, wo war das Schloss nochmal? Da erinnert. Wahrscheinlich, wie es die Pfeile nachgeht. Wahrscheinlich. Denke ich jetzt einmal. The show must go on, ja. Aha. Weil ich denke mir halt jetzt einmal, da geht's dann da auf und dann kommst du da um. Da geht's wahrscheinlich zum Heisenberg weiter. Ja, okay. Der Weg da um ist klar, da geht's zum Heisenberg, aber da geht noch mal eine Abzweigung nach links und das schaut mir so wie wenn wir dann da herkommen. Das ist tatsächlich eine feine Geschichte. Das probieren wir jetzt einfach einmal aus, weil zum Verlieren haben wir ja tatsächlich nichts. Jetzt danke dir fürs Zuschauen. Viel Spaß, Ink. Heute macht's Ink einen schönen Sonntag. Nachmittag soll ja ziemlich warm werden. Ja? Dankeschön fürs Zuschauen. Genau, da brauchen wir den Schlüssel da. So, da geht's jetzt dann viel Glück, ja, da gang's jetzt dann weiter, wir zwicken aber da einmal ab. Wir zwicken jetzt da einmal ab und dann schau... Schaut nicht so aus, wie wenn es da hingeht, wo ich meine, dass es hingeht. Da hinten gibt es auf alle Fälle irgendeine... Da gibt es ein Wild und da gibt es auch noch... Wir haben im Sägewerk. Kannibalenbeute. Mag ich da hingehen? Ich glaub nicht. Da gibt es bestimmt auch Fischis, oder? Aha. Ja, das schaut schon wieder ganz zweifelhaft aus. Das gefällt mir schon wieder nicht. Leute, das gefällt mir schon wieder nicht. Gibt's da nur die Sau da, oder was? Okay. Schlitzt dir auf bis Arsch und Hirn. Nobody, danke dir für dein Subgift an den Pichler. Mr. Pichler, falls du im Chat bist, viel Spaß mit dem Mods und willkommen in der Bazi-Gang. Jetzt stirb du mal, du blöde Sau. Danke. Hat man mal heilen zur Abwechslung, oder? Pistolen-Moon. Minen, oh Gott. Wenn wir jetzt da schon wieder mit Moon und so weiter ausgestattet werden, das heißt schon wieder überhaupt nichts Gutes. Das heißt schon wieder überhaupt nichts Gutes. Dem wollte ich das nicht schenken. Ja, blöd! Aber trotzdem danke dir. Ja, okay, nein, ich geh da nicht rein. Wenn da schon wieder einer ausschreit, das mag ich schon wieder nicht. Aha. Ja, toll, super. Das ist eher Metzgerei als ein Sägewerk, wenn du mich fragst. Hallo? Schönes Wetter haben wir heute, habe ich gesagt. Ich sind schon mal die schöne wieder auf heute. Ja. Das ist jetzt wieder genauso ein fetter Typ.
Den, wo wir letztes Mal schon drauf haben, da wo ich meine ganze fucking Moon verballert hab. Ja? Ich bin mir jetzt nicht so wirklich sicher, ob ich den machen soll. Weil wenn ich dann noch wieder da stehe mit 0 Munition, das war auch nicht so wirklich die tolle Idee. Wieso der Versägewerk auch keine Metzgerei nicht sein? Weil Baum, keine Ahnung. Ist halt einfach so. Ja, mit rein, guten Morgen, grüß dich. In der Metzgerei braucht's ein Sägen. Ja, der, so wie der ausgeschaut hat, braucht der kein Sagel nimmer. Ja, der macht das mit der Hand. Aber irgendwann muss er weg. Ja, das ist das Nächste. Das ist das Nächste. Warte mal, wir haben doch da Magnum das... Jetzt, Moment einmal. Wir haben doch letztes Mal festgestellt bei dem Typen, dass der hinten seine Schwachstelle hat. Ja? Also zumindest muss ich so ein bisschen... Jetzt wird mein Headset dann noch. Kreuzgrutze fix, warum... Das ist so weit Timing so ging. Wir haben ja festgestellt, dass der hinten... Der hat da irgendwie so ein Geschwür auf dem Bugel. Deswegen gehe ich mal davon aus, als findiges Kerlchen, dass der da seine Schwachstelle hat. Das Ding ist halt, das Arschloch dreht sich halt nie um. Das ist ja das Nächste. Okay, ihr Lieben, ich muss jetzt auch los, das Real Life. Mrs. Fichterli, dein Real Life geht halt immer vor, das weißt du aber auch, ja. Mach da einen schönen, angenehmen, warmen Sonntag, ja. Und danke dir fürs Dasein. Kannst du Moon nicht selbst herstellen? Ja doch, schau. Also müssen wir mal schauen, aber die Frage ist halt, wie viel schluckt der Teufel? Wie viel schluckt der Teufel? Das ist die Frage. Da steht, er kann jetzt 10 Schuss... Achso, nein, das ist das, was ich hab. Ja, dann hört's eh schon. Ja, Flintenmoon ist, glaube ich, tendenziell sowieso besser als wir. Der frisst 2 Moon, ja, das ist... Okay, jetzt passt so, macht an. Jetzt sage ich das jetzt schon richtig, dass... Da. Der hat da hinten offensichtlich wahrscheinlich einmal Start mit der Kreissäge gespielt. Ich weiß es nicht, was er da hat, ja. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der da hinten seine Schwachstelle hat. Das war beim letzten Mal genauer so. Ja? Da habe ich es zumindest gerade noch so im Augenwinkel gesehen, dass dem da hinten scheinbar irgendein Gaskopf rauswächst. Die Frage ist halt jetzt, der Mr. Prof. Valentine hat ja schon gesagt, dass der verdammt viel Moon frisst. Frisst der auch wirklich so viel, dass ich dann danach nicht mehr rauskomme damit Moon? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Warte mal, haben wir... Jetzt pass so, ich glaube, ich kann... Jetzt pass auf. Wir hätten ja im Notfall... sogar Blendgranaten. Kattel, habe ich dir, grüß dich. Haben wir viel Moon? Ja, an der Moon darf's jetzt aktuell... Ich glaube, so viel Moon haben wir noch nie gehabt, seitdem wir jetzt Resident Evil 8 spielen. Ja? Das ist ja gerade meine Sorge. Soll ich ihm da mal mit der Scharfschützen-Moon reinlittern? Mit dem Scharfschützengewehr? Was meinst du? Soll ich ihm da mal eine reinbrillen? Ran an den Speck. Ah, 6 ist der 5 Maria weg. Wow, leck, der ist grantig. Schau mal her, da haben wir sogar Fasseln. Was hat denn der überhaupt? Der Hackel oder was? So, ist Messer nicht aus, grüß Gott. Okay, ich brauche auf alle Fälle mein Messer, weil da liegt mir noch sauber zu viel Zeug umeinander. Alter, was hat denn der für eine Axt? Ist der behindert oder was? Der kann sogar springen. Haha, probier's einmal. Ich sag schon, der ist anfällig gegen Scharfschützen.
Optio, danke für dein Giftsub. Jetzt Moment, muss ich mal schnell lesen. Nobody, danke für dein Giftsub an den Mr. Reigns. Und Optio, danke an dein Giftsub für den Mr. Lucius. Willkommen in der Basic, viel Spaß mit dem Mods. Leider, ich muss mir jetzt schnell geschwind ein bisschen ne? Ist klar. Danke für den Support wieder. Ja, Freunde, jetzt kämen die ganzen Guckeln auch noch daher, oder was? Möchtest du mich jetzt verarschen? Mann, jetzt auf so zum Bewegen. Aua. Oh, das war so wie seine Hitterplan da oben. Ah, ich häng fest! Oh, jetzt schaut's aber sehr unschön aus. Wieso der geschert, dass der springen kann? Fian sei. Es tut ihm halt einfach nichts, so gefühlt. Mein Gott, jetzt fällt er schon wieder runter jetzt. Jetzt steht er da herum. Ach, von denen kriegt man Heilung. Boah, leg mich am Arsch. Alter, wie viel Immun frisst denn der? Das ist ja Wahnsinn. Kriegt er überhaupt Damage? Oh, das war schlecht. Mei, das Gefickert, das geht mir so auf den Sack. Ah, da kannst du wieder Immun herstellen mit den Dinger, okay?
Weil der kriegt der... Der macht halt auch überhaupt nicht die Anstalt, dass er irgendwie Schaden kriegt. Kannst du auch die Minen nutzen. Wow. Ja, das hat ihm jetzt... Das hat die Wolfsbein hat ihm jetzt ein wenig etwas da. Aber... Moment einmal. Weil das tut ja halt einfach nichts. Kann ich den jetzt mal seriously, kann ich den überhaupt schon machen? Weil ich glaube, dass ich da schon wieder komplett sinnlos meinen Mund verschieße. Kann ich den auch jetzt schon machen oder soll ich mir da einfach erst später her? Stabgranaten. Was für Stabgranaten? Die Rohrbomben. Du brauchst aber mehr Knallkraft. Ja, das heißt, mein Mumm macht zwei... Also das heißt, mein Mumm macht einfach 2 Damage, oder? Ja, dann brauche ich es aber gar nicht mehr, weil da geh ich mit meiner Kartoffel, da geh ich ohne Ding raus. Das macht halt für mich keinen Sinn nicht. Der kriegt halt von mir überhaupt keinen Schaden nicht. Das ist ja das. Knallkraft im Sinne von Explosivkraft. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich nur die 5 Rohrbomben, aber sonst da nix. Aber man muss da... Ja, ich kann ja da nichts herstellen, das ist ja mein Problem. Ja, Minen habe ich keine mehr. Man muss aber den Schau auf den Bugel schießen, sage ich das richtig? Mine, Bomben, Granaten. Ja, Granaten habe ich keine. Wo ist er denn jetzt? Kannst Minen kaufen. Gute Idee. Ja, ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt komplett ausgehe, wird dem sein Gesundheitszustand, wird der wieder resettet? Oder bleibt der mit dem Damage so? Aber er wird schon langsam. Er schaut schon ein wenig zerrissen aus, ja, das schon, aber... Warum ist er das? Siehst du? Wo ist denn jetzt die Tier? Wo ist... Nimm die 5 Rohrbomben erst. Ja, darf man sogar direkt ins Gesicht schauen. Ja, jetzt hilft der nicht. Ist nur ein Fassel übrig. Nein, ich glaube nicht mehr tatsächlich. Ja, da schau her, das macht den wirklich ein wenig mehr aus.
Ist das jetzt ein Scheiß ernst oder was? Möcht's mir jetzt verarschen? Stirbt der jetzt mit 5 Rohrbomben oder was? Ich kann dem, ist das ein Scheiß ernst? Ich kann dem ungefähr einen ganzen 75 Tonnen Last, wo ich Schuss ins Gesicht schießen, das interessiert nicht. Dann wirf ich ihm 3 Rohrbomben auf den Zehen auf und dann stirbt er oder was? Das ist aber jetzt ein Troll, oder? Das ist nicht ein ernst. Ja, okay, wieder was gelernt. Ja, das heißt, den anderen Idioten auf der anderen Seite mit dem Grab, den können wir genauso zusammenhauen, oder was? Da brauchen wir einfach gerade Rohrbomben und Minen dagegen, oder wie? Ach, geh weiter, hey, was ist denn das jetzt? Das hat's aber auch den noch nie gegeben, dass du in einen Resi mit Mund nichts ausrichten kannst. Schau mal, was der an Loot liegen lässt. Ja, den Kristall, der Ding da, das habe ich schon aufgesammelt. Ja, ist schon... Ja, gut, wir haben ja tatsächlich sogar noch relativ gut Moon, aber es ist schon drum, ja, das hättest du... Gut, okay, muss man drüber fahren. Mehr jetzt können wir wenigstens einmal appreciaten, dass Rohrbomben OP haben. Ja? Weil mit denen habe ich tatsächlich noch nicht so wirklich viel hantiert. So, da gibt's auf alle Fälle noch irgendwas. Das schauen wir uns jetzt an. Wenn nicht wieder irgendein so ein gestrahlter Vollidiot mit Riesenaxt daherkommt, dann werde ihm das schon irgendwie einmal werden. Mehr Rohrbomben und Minen kaufen, ja genau. Beim Händler gleich die Waffen erstmal Kapazität erhöhen, gibt kostenlos Mut. Ah! Mr. Prof, der Hinweis, das ist eine 11 von 10. Ja, wenn du halt voll in Panik da rumrennst, dann übersechst du gerne mal was, okay. Aber das können wir brauchen, dann nehmen wir uns nämlich gleich den anderen jetzt zur Brust, der wo da noch hinten umeinander liegt. So. Ich bin's einfach gewohnt, dass da mein Messer ist. Oh ja. Jetzt ein wenig Fleisch, das ist gut. Was haben wir da? Kraut, ja, das wird man auch ganz gut brauchen können. Ah, da gibt es auch die Schatztruhe dann. Was haben wir dann da noch? Fisch? Wild da schon her. Ja, da war sogar mit für was zum Brauchen. Das ist gut. Minen und Wasser haben den auf Half-Life. Blendgranaten helfen ein wenig, die Rohrbomben machen den Rest. Normale Moon hättest du von deiner vorherigen circa das Doppel. What the f... Ja, okay. Ja, aber komm, jetzt seid's mal ehrlich. Wir bei einem Resident Evil. Wie sollst du da drauf kommen, dass das Schießen semi-optimal ist? Man gut, die wo das Spiel halt schon öfter gespielt haben, die wissen das natürlich, aber ich jetzt, der wo das erste Mal spielt, tatsächlich, ich gehe bei einem Resident Evil davon aus, dass man alles zusammenschießen kann, ja? Aber gut, bin ich wieder um meine Erfahrung reicher. Vater Nikolaus Engel. Der schaut wertvoll aus, wenn du mich fragst. Aber der Fairness halber gibt uns Spiel sogar ein bisschen am Mund zurück. Ja, das müssen wir jetzt dann an der Stelle so ein bisschen akzeptieren. Bis dahin Mund haben wir halt zum Saufuhren. Ja, natürlich gehen jetzt da die Idioten spazieren. Das ist auch wieder klar gewesen, oder? Oh, das sind ein paar mehr, Ha, gut, dass wir einen Mund gefunden haben. Ja, da war der Fassel gewesen, aber da bin ich nicht mehr hergekommen. Gut. Ich hab keinen Plan, das scheint oft hilfreich zu sein. Ich denke da dann anders, statt dass ich so ein Noob an der Tastatur... Mrs. Wifey. Meinst du, dass mich ich gerade besser anstehe? Eher nicht. Das macht überhaupt nichts. Es muss nicht jeder zocken. Mengen, China, sollen, wie auch immer. Ja, Hauptsache ist, man hat Spaß bei dem, was man tut. Das ist für mich das Wichtigste.
Ja, okay, jetzt gehen wir mal zum Duke. Das ist einmal das Erste. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie die Kapazität von der Moon erhöhen können. Wenn du eine richtige Herausforderung möchtest, Space auf Dorf der Schaden. Nein. Lieber nicht. Ja? Ich bin mehr der Genießer, okay? Ich hab nichts davon, wenn so ein scheiß Mistviech 18.000 Schuss frisst und nicht umfallen mag. Ja, da hab ich nichts davon. Da habt ihr nichts davon, tatsächlich. Ich meine, ich hab höchsten Respekt vor den Leuten, die wo das tun. Es gibt ja da so ein paar Geschubste, die wo da nur mit dem Messer durchrennen und die schaffen das, ja, ohne weiteres. Habe ich allergrößten Respekt vor den Leuten. Ist ein saugeil zum Zuschauen, das sage ich auch bei den Soul-Spielen immer wieder, die wo das No-Hitten. Absolut geiler Content zum Zuschauen, aber selber auf keinen Fall. Das kann man selber nicht antun. Das könnte ich mir selbst nicht antun. Das einzige Soul-Spiel, was ich theoretisch, wo das Potenzial bestünde, dass es irgendwann einmal No-Hitten könnte, mit viel Übung, das war Sekiro. Ja, aber da reden wir jetzt einmal von einer Übung von 2 Jahren, ungefähr. Ja? Weil da den einen oder anderen Boss in Sekiro habe ich schon genau hittet. Ja? Da muss aber zumindest in der richtigen Konstellation stehen, dass das funktioniert. Okay? So. Jetzt werden wir erst einmal essen. Ja? Das ist einmal das Wichtigste. Ja, dann kochen wir. Das haben wir uns aber auch verdient. Dreierlei Mittidei. So, was erhöht jetzt das? Maximale Gesundheit, das ist gut. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Weiter so. So, da geht uns jetzt ein Geflügel ab, aber gut, das macht jetzt nichts. Halt, da können wir noch das... Warum kann ich da... Hä? Achso, weil ich schon... Okay, nevermind, passt schon. So, da gehen wir den Fisch noch ab. Können wir nicht... Schade eigentlich. Ja, gut. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja, du sollst jetzt da mal aufmachen. Ja. So, Ankauf. Kristallfragment, das kann weg. Das Gelb... Moment einmal, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Der kann auf alle Fälle weg. Die Riesenachs kann weg. Die Holzketten haben wir... Was ist mit dem Teddy? Die müssen wir uns noch anschauen. Jetzt passt so. Warte mal. So, was haben wir da? Wenn du wieder etwas von Wert findest. Der kann auf alle Fälle weg, weil den kann man nicht kombinieren. So, die Fräulein Madelina, die scheiß Misspuppen, die kann auch weg. Der kann auch weg, den wird man für nichts mehr brauchen. Der kann auch weg. Jetzt, was ist denn... Leider, der Duke wird ihn schon kaufen. Okay, also der ist eigentlich auch irrelevant. Okay. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Gut. Gelbquarz weg. Die Holzkette nicht. Der Teddy weg. Die Fräulein, das Misspuppen ist fucking 20.000 wert. Are you kidding me? Stahl, der Stahlgeier, der kann auch weg. Und der oh, leck mich am Arsch. Was ist denn das Zeug so viel wert? Ich verarschen oder was? Essen ist Leben. Ja, ist da hast du mal. So, her mit der Mine. Aha. So, und 3 Bomben tust du mir auch gleich her. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt können wir unsere Waffen tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter ausbauen. Magazingröße kosten gibt Mond, dann ab dafür. Die können wir eigentlich jetzt eh fertig ausbauen. Da. Die Flinten brauchen wir sowieso, wir brauchen mehr Wumms, habe ich gehört. So, da geht jetzt natürlich nicht mehr allzu viel. Da kann man. Achso, die Magazingröße kann man da gerade nicht ausbauen. Schade eigentlich, aber gut, das macht jetzt nichts. Bis 2, weil wir es eh schon haben. Geht sich das noch aus? 11, 19, 27? Scheiße. Gut, wir brauchen aber Feuerkraft auf alle Fälle. Und Magazingröße nehmen wir auch mit, weil wir ja dafür Schuss kriegen. Haben wir gut investiert. Glaube ich. Hals- und Beinbruch. Gut, so, jetzt ist der Vollidiot da hinten fällig. Jetzt wissen wir ja, wie es geht, okay? Wir haben Minen, wir haben Rohrbomben und wir haben Granaten. Ja, das muss gelangen. Jetzt ist der da hinten fällig. Jetzt müssen wir gerade schauen, wie wir da hinkommen haben. Nach oben weg. Da auf jetzt. Hammer. Bomben und Minen haben wir. Glaube ich. Da haben Minen, 3 Stück, dann haben wir 3 Rohrbomben und zu allem haben wir noch, wo ist denn das? Da haben wir noch irgendwo 2, nein, nicht das Blendgeschoss, ich meine was anderes. Das haben wir doch auch noch irgendwo gehabt. Da! Die haben wir auch noch, Explosivgeschoss. Soll ich mich wundern, wenn der das jetzt überlebt. Jetzt wissen wir Gott sei Dank, wie es geht. Mit Flinten haben wir ein wenig etwas gekriegt, Scharfschützen haben wir auch noch ein wenig etwas. Ich meine, das ist zwar irrelevant, aber wir müssen mal ein bisschen Inventur führen, ja?
Dann kann man uns eigentlich gleich einmal... Fahren wir mal... Na, warte, wir fahren mal... Ja, doch, fahren wir mit... Was ist denn gescheiter? Mit den Rohrbomben und Minen anfangen oder gleich mit dem Explosivgeschoss ein ins Vieh? Was ist denn da jetzt das gescheiter? Bleibt sie wahrscheinlich wurscht, oder? Ist wahrscheinlich völlig egal, mit was man anfängt. Solange es kracht. Rohrbomben. Fassel, wenn es gibt. Nein, da hinten gibt es definitiv kein Fassel nicht. Gut, dann fahren wir mit den Rohrbomben an. Haben wir, gut. Rohrbomben, dann wahrscheinlich Minen und dann eine mit einem Explosivgeschoss. Was? Du kannst auch Mine mit dem Bomben... Das ist der Ernst. Ach so, du meinst... Also, in Kombi praktisch. Erst Mine hier, dann, wenn er dann in die Mine eintritt, dann Bomben drauf werfen. So meinst du jetzt wahrscheinlich, oder? Erst Mine auswerfen, dann Bomben oder Granaten. Mhm. Wenn du Glück hast, hat es den Schaden behalten vom letzten Mal. Ja, ich habe ihm aber das letzte Mal fast nichts gemacht, tatsächlich. Er hat einmal mit dem Kopf gewackelt, nach einer Zeit, so nach ungefähr 25 Schuss mit, nachdem ich meine letzte Kugel mit der Scharfschützenmund auf seine Bälle geschossen habe, da hat er dann gesagt, so ungefähr, aber mehr war auch nicht. So, jetzt passt so, wir brauchen jetzt einen Schlachtplan. Jetzt machen wir das gleich, so dass das passt. Jetzt müssen wir unseren Schnellzugriff ein bisschen ändern. Wir brauchen da jetzt nämlich nur alles, was rumst. So. So. Da haben wir jetzt auf alle Fälle schon mit Granaten drin. Da haben wir die Rohrbomben und da rund haben wir die Minen. Das ist schon mit sauber. Den kann man dann baiten, dass er dann oben da aufgeht, weil der geht ungefähr genau bis daher, in etwa. Das darf also schon mal ganz gut funktionieren. Aber jetzt schauen wir erst einmal, jetzt triggert man erst einmal, da hinten steht der schon mal, oder? Ja, ich höre nicht schon. Jetzt schauen wir mal, wie weit geht jetzt er? Mit der Blendgranaten kaufst du Zeit vor allem. Also, dass er mich nicht gleich komplett über den Haufen rennt, meinst du jetzt, weil Schaden machen tut es ja nicht allzu viel. Okay, dann legen wir jetzt da auf alle Fälle mal Mine her. Ja, geh du mal zurück. Oh, es hat genau gelangt. Jetzt muss ich meine Waffen noch mal umstrukturieren, weil sonst kriegen wir da ein Problem. Buffy SC, danke für dein Raid. Willkommen an dich und deine Community. Danke dir. Alles fit bei euch. Wie war Anchor Stream? Was habt ihr gespielt? Könnt ihr mal für den lieben Buffy einen Shoutout machen, liebe Mods? Alles gut bei euch. Schön, dass du hat's. Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Was wollt denn jetzt da? Genau, ich wollt wieder umstrukturieren. Jetzt passt so wacht. So, das kommt da auf. Du kommst oben, du bist rund, das passt. Du kommst wieder da um. Und wo ist mein Buttermesser des Vertrauens? Das ist da orientiert. Sehr gut. Das war ein schönes Silvester, das sagst du auch, gell? So. Jetzt werden wir mit der Pistole noch mal ein wenig hantieren, weil
Ja, genau, Kartoffeln for the win. Alle kann das Vieh. Okay, da müssen wir. Herrgott, Seele. So. Was haben wir jetzt so? Können wir wahrscheinlich wieder. Jetzt können wir wieder ein bisschen Moon herstellen. Da. Ein bisschen Flintenschuss, das schaut dem gar nicht ein wenig heilen, der wir uns auch, dann passt das schon wieder. So, kann ich jetzt bitte endlich da das Ding da haben. In Gottes Namen 30. So, was brauchen wir jetzt da? Da brauchen wir da die zerbrochene Steinplatten. Da ist ja Claudia Beneviento. Wenn sie die. Berengarius-Kelch. Was ist denn das schon wieder? Ein antiker Kelch aus dem Besitz Berengarius, einem der 4 Gründer. Sehr wertvoll. Okay, ich krieg quasi einen Haufen Asche, oder wie sage ich das? Aber einen müssen wir noch üben, spielst man ja wegen bei uns mit, dann wird da reise ich gerade nieder, das kostet. Das wird bei mir, das wird bei mir nicht mehr anders, ja? Ich bin einfach kein Shooter-Spieler nicht, ich hab kein Talent in sowas. Das ist einfach das, da ich von klar auf einfach mehr Rollenspiele gespielt habe, mehr Open-World-Spiele, mehr so storylastige Spiele. Das kennst du einfach. Das wäre eine Kisten. Wo ist eine Kisten? Wo ist eine Kisten? Da haben wir jetzt nichts übersehen, oder? Jetzt mir davor aus. Ja, gut, okay. Immerhin. Können wir uns noch schnell kurz anschauen, wo wir jetzt noch. Wie kommt man jetzt da auf? Das Schatzhaus beim Fluss. Also über Sägewerk ja offensichtlich nicht. Aber da war nur. Ja, die Brücke ist ja rund. Dahinter haben wir aber. Jetzt passt so, wir haben doch dahinter. Ich glaube, ich weiß, wie man da hinkommt. Was wünschst du mal COD oder CSGO? Ja, bei 200.000 Punkte kannst du das wünschen. Aber wenn der 200.000 Punkte ein Stream-Ego-Shooter wert ist, ich bin mir da nicht so sicher, ob es dir da einen Gefallen tust damit. Weil für 200.000 Punkte kriegst du halt allerhand anderen Schund. Da wo es wesentlich mehr davon habt. Deswegen traue ich mich nicht über Resi Games, hab auch so ein Kartoffel. Es geht ja, weil es ist ja irgendwo lustig, gerade für euch oder gerade zum Beispiel für so Leute wie ein Nobody, die wo halt hauptsächlich so Shooter-Spiele spielen. Das ist ja lustig für die zum Zuschauen, weil die schon halt über einschlafen, bis das ich mal anschieße, ja? Bis das die, also, wenn jetzt da, sag ich mal, der Nobody da sitzen darf, ja? Die Gegner, die Daten nicht einmal aufstehen, Daten die schon wieder liegen bleiben, so auf die Art. Und bei mir können die halt umeinander rennen, weil halt die einfach, ja, weil ich halt, ich bin die Shooter-Spiele nicht gewohnt. Es ist halt so. Dann, sieh dich in aller Ruhe um. So, Ankauf. Kristallene Riesenaxt nehmen wir weg, die Holzketten, ne? Ja, so wertvoll ist der Kelch jetzt auch wieder nicht, gell? Da haben wir vielleicht schon bessere Sachen gehabt, gell? So ist es jetzt nicht. Heißt zu leben. Ein Plan zu Rohrbomben bauen, das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn wir den einmal nehmen. Jetzt nehmen wir uns tatsächlich einmal ein bisschen eine Heilung auch mit. So, dann können wir jetzt da tatsächlich, dann können wir Pistolen noch fertig ausbauen. Die Magnum, die baue ich jetzt einmal nicht aus, weil wir ungefähr überhaupt keinen Mund nicht dafür haben. Dann gehen wir lieber mal so, dass wir mal, dass einmal die Pistolen und die Standardwaffen einfach einmal vorher ausbauen haben. Das ist ja schon mal was, okay? So, Dukes Feinkost können wir nichts machen. Na, geht tatsächlich nichts, okay. Wenn du Ja, dann. willst, kann ich deine Waffen auf Wiedersehen. Also die explosiven Teile wirst bis zum Finale noch einige Male benötigen. Okay, gut zu wissen. So, jetzt werden wir mal Sicherheit speichern, ja, damit auch nichts passiert. So, und jetzt möchte ich wissen... Genau, wir haben da ja hinten ist irgendwo eine Brücke. Die war da ja hinter. Meine, da haben wir ja eine Kurve gefunden. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Brücke runterlassen können. Mit Sicherheit sogar. Kleiner Tipp, hol vorher die Kiste von Luisa. Was? Loisel? Wo? Was? Kissen? Da, die? Luisas Erbstück. Meinst du das? Nur wenn es knallt, kann es gut sein. Meinst du die Luisas Kisten oder was?
Also ich gehe jetzt wieder voraus. Okay. Gut, wenn der Mr. Prof das sagt, dann muss da was Zauberhaftes geben. Da muss da was Zauberhaftes geben. Das sage ich wie es ist. Weil Mr. Prof ist Pro-Gamer, habe ich gehört. Das P in Prof Valentine steht für Pro-Gaming. Habe ich gehört. Ja, jetzt muss ich nur schauen, wie wir auf den versifften Ocker noch mehr aufkommen. Jetzt bin ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Ja, da ist ja jetzt versperrt. Da ist ja jetzt versperrt. Ah. Ich verstehe die Frage schon. Was ist denn das? Da ist das Haus, okay. Bin kein Programmer, nur ein Resi-Suchtipp. Macht. Was war jetzt das schon wieder? Das ist aber reine Übungssache. Das mag's auch, aber ich glaube, das ist dasselbe, wenn jetzt zu mir einer sagt, du musst jetzt lernen mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich brich mir da alle Finger dabei, das sag ich dir, wie es ist. Klar, wenn ich diese ein paar Monate da tat, dann tat es mit Sicherheit wesentlich besser sein, aber weiß ich nicht. Leute, ich hab da was gehört. Ich traue diesem Braten nicht, okay? Mr. Prof Valentine, wenn mir da jetzt irgendwas. Wenn du mich da jetzt herlotst, nur damit du dich belustigen kannst, dann kriegen wir uns fein, gell? Ich bin ein Freund des Explosiven. Granaten sind. Ja, ich seh ihn schon. Ja, freilich schon wieder. Mr. Prof. Du hast mich da jetzt nur hergelotzt, damit ich den Wolf-Ding da, damit ich da jetzt wieder einen auf Mützen kriege und meinen Mund verschieße. Ist das im Bereich des mit? Aber Bazi, bei mir war das auch. Also mittlerweile mag ich mit Controller gar nicht mehr spielen. Nutzt die Hütte links. Ja, ich hab, also das einzige, ich weiß nicht, ob man es zählen kann, aber das einzige Spiel, was ich jemals mit Maus und Tastatur gespielt habe, war Among Us und Diablo. Ja, ich glaube aber nicht, dass man das zählen kann. Tomo, habe die Ehre. Nutzt die Hütte links. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ja toll, und jetzt da geht's nicht aussehen. Achso, Moment einmal, ich kann nicht aussehen, aber er kommt da nicht einer. Mr. Prof, das glaube ich ist eine Speedrun-Taktik, kann das sein? Ich komme zwar nicht aussehen, aber er kommt da nicht rein. Das heißt, ich müsste jetzt halt einfach nur anlocken, oder? Kannst durch die Fenster schauen. Oh. Ich sag auch, der Prof ist ein Pro-Gamer. Ja toll, jetzt, ich sehe ihn jetzt aber nicht. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Kein Touch das, ja. Jetzt müsst ihr den halt sehen. Speedrun wird vorbeilaufen. Ja, das ist für Noobs, das machen wir nicht. Ja, wo ist er jetzt? Hat er das jetzt in Luft aufgelöst, oder was? Ach, da hinten ist er. Ey, wir sollten ihn halt einfach nur anlocken, damit er da umeinander rennt. Was verstehst du, wie man? Raus, anschießen in die Hütte. Mr. Prof, wenn du das sagst, dann machen wir das. Ja, der Plan ist jetzt leider nicht so aufgegangen, wie mir das vorgestellt. Ich glaube, ich muss ein wenig warten, bis er daherkommt. Muss den erstmal grantig machen, ja? Okay. Jetzt stimmt. Hat er sich jetzt teleportiert da um mich zu, oder was? Reicht das Ding überhaupt so weit? Wahrscheinlich nicht. Es interessiert ihn gar nicht.
Schade, ich hab noch so... Snow macht man wieder mit dem Messer, da haben wir uns eh nicht, Robi. So, ihr Lieben, wünschen noch viel Erfolg und einen schönen Sonntag euch. Ich fahre jetzt essen zu Mama Marshall. Oh, das hört sich zauberhaft an. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle einen sehr, sehr gesegneten und guten Appetit, Mrs. Marshall. Danke fürs Zuschauen. Ja, wir hören uns auf alle Fälle wieder. Wo ist denn jetzt das Mistviech schon wieder? Da fehlt noch ein wenig. Achso, der... Achso. Ja, und dann laufe ich in der Sackgasse, oder? Ich bin ja so ein Vollidiot. Der lässt sich davon nicht baiten. Der lässt sich davon nicht baiten. Ist das patched worden, möglicherweise? Oder ist vielleicht genau das Taktik? Ah, jetzt mal ist er Grante. Oder auch nicht. Ist die Taktik, was ich da mache, schon richtig oder ist das eher semi-optimal, was ich da tue? Wie sind seine Bälle? Okay, in das Haus rein, was ist denn mit dir? Aber. Ist ressourcensparend, aber glaube mir, es lohnt sich wirklich, da bin ich gespannt. Mei. Also, ich hab schon Talent, Tieren zu verfehlen. Das war unschlau. Alter, ist das Ding aus Gusseisen oder was mir bei Kugeln frisst denn das Viech? Servus Bazi, servus Chat. So, jetzt bin ich drauf mit den Spannheimberg. Buff, noch mehr für den Raid, so ist fit bei dir. Mach das im Lurk auf alle Fälle gemütlich. Habt ihr auch riesig gespielt oder wie oder was? Ich verstehe die Frage nicht. Wo ist jetzt wieder der Zip für alle? Jetzt geht er da hinten wieder umeinander. War einfach mal Pistolen auf dem Ohrschärfe geschossen. Das ist zauberhaft.
Hey Leute, stirbt der jetzt auch irgendwann einmal? Ich hab jetzt fast schon wieder gar keinen Mund mehr. Ach so, okay, ja, Retro ist natürlich auch wieder eine ganz eigene Geschichte, gell? Was hast du denn genau gespielt? Eine Bomben. Ich glaube, ich habe keine Bomben mehr. So, ich hab jetzt, ich sage es jetzt mal nur fürs Protokoll, ja nur noch fucking Pistolenschuss, okay? Never Winter Nights One. Ah, okay. Hast du den länger gemacht, oder wie? Drei Stunden am Vormittag. Ah, okay. Ja, entspannt am Vormittag bei der Hitze ist natürlich das Beste, was du tun kannst, wenn du streamst, wenn du mich fragst. Mr. Prof, bringt jetzt das da eigentlich noch irgendetwas, weil wir haben jetzt unser ganzes Immun für das scheiß Mistviech da verballert. Ohne ich sag das, wenn sich das nicht lohnt. Ich schwör's dir bei Gott, ich such die und glaub mir, ich werd die finden. Es lohnt sich. Ja, aber wann fällt denn das Ding einmal um? Ist der aus Stahl oder was ist denn mit dem? Hey, Moment einmal, irgendwie kommt mir dem sein Friese bekannt vor. Wir haben jetzt noch 5 Schuss. Wir haben jetzt noch 5 Schuss, dann ist Ende. Wahrscheinlich war es gescheiter gewesen, ich war einfach da durchgelaufen. Das war das Allerbeste gewesen, was ich machen hab können. Jetzt wir haben jetzt eigentlich schon wieder fast keinen Mund mehr. Was ist denn das für ein Mistviech? Der ist ja noch heftiger wie der andere. Ja, da kommt es mir jetzt auf die 5 Schuss dann auch nicht mehr drauf an. Messer das, ja, da werde ich aber nicht für ausrichten können, weil der nicht stehen bleibt. Ja, so einfach ist es dann doch nicht, wenn okay. Ja, das kostet es. Das ist halt brutal, der hält über 80 Schuss aus. Ja, keine Heilung auch nicht mehr. Ja, okay, RIP. Was ernsthaft? Ich hab Magmoon aufgekommen? Ernsthaft? Hab jetzt gar nicht gesehen. Ja, okay, wir kriegen zumindest da wieder ein bisschen. Okay. Da machen wir das jetzt. Pass auf, da machen wir das jetzt gleich. Also, das ist ja Wahnsinn, wie viel das Ding aushält. Das ist ja lächerlich. Das ist ja wohl komplett lächerlich, wie viel das Viech aushält.
liegt da noch irgendetwas. Ja, was ist denn jetzt? Geh drüber. Kommt jetzt da nicht drüber, oder was? Ja, fick dich halt, du scheiß Mistviech. Ich find 2 Schuss. Mei, geh halt drüber, ha. Ja, Leute, was genau gibt's denn da? Was ist denn da so relevant? Ist das wirklich so relevant, dass sich das rentiert, dass wir uns jetzt dann auf 5 Stunden aufhalten, bis dass der Vollidiot da vielleicht irgendwann in 100 Jahren mal umfällt? Das ist halt brutal. Ich hab da 80 Schuss ungefähr umeinander liegen und das interessiert ihn nicht. Gib eine neue Waffe. Kann man da einfach durchlaufen und die Truhe einfach so holen oder muss man den einfach über den Haufen schießen oder was? Und so, ja, fick dich, ey. Man, sie schießt du jetzt noch 80 Mal auf das Mistviech hin. Warum geht der da nicht drüber? Das ist doch cool. Ah, da findet man das ganze Granatenzeug. Da schau her, jetzt wird's immer langsam ein wenig leichter da. So, wo ist jetzt die Truhe? Da unten wahrscheinlich. Jetzt muss ich nur warten, dass der da... Ist das da die Kisten da, oder ist das das, wo wir brauchen? Schaut zumindest so aus. Wie war das mit Waffen? Das ist ein Holzketten. Das ist habt ihr jetzt habt ihr mir was übertrollt. Oder habe ich das eigentlich noch gar nicht gefunden? In der Holzkette. Oh, das ist die falsche, oder halt das. Entschuldigung. Stein aus einer Haut. Stein aus einer Haus, kein Stein, der... Okay. Und inwiefern ist das jetzt eine Waffe? So, okay, nochmal. Ah. Okay. Ein Schlüssel, der an Luisas Halskette befestigt war. Okay.
Ah, warte mal, Moment einmal, ist der Schlüssel vielleicht eventuell relevant für, da war doch da irgendwo, haben wir doch einmal eine Kiste gefunden, wo man keinen Schlüssel nicht kann. Dann braucht man den dann für das, oder? Ist das im Bereich des Möglichen? Ah, okay. Ja, ich mache jetzt einfach nochmal News and Bolt, weil ich scheiße jetzt auf das Mistviech. Ich verschieße da nicht mein ganzes Immun, das sehe ich nicht ein. Mal klar, droppt der wahrscheinlich nicht wenig, Lei, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Okay. Das hätten wir auch gleich so lösen können. So. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo der Pfad noch mit gewesen ist. Der ist hintauf gewesen, glaube ich. Schauen wir mal. Müsste der Weg da hinten gewesen sein. Zum Glück sind die Gegner auch gebunden. Das spielt mir jetzt tatsächlich sogar ein bisschen in die Karten. So, das war da ja drin, glaube ich, irgendwo. Da. Da links oder rechts. Da, war tatsächlich sogar da. Cesares Pokal. Das ist aber immer noch keine Waffe nicht. Vielleicht gibt es aber da auch noch irgendwas, ne? Sehr wertvoll, okay. Ja gut, wir kriegen einen Haufen Kohle dafür, aber sonst... Zumindest haben wir unser Moon wieder, okay? Sogar noch ein bisschen mehr. Also nennen wir es einfach mal so, wie es ist. Oh ja. So, Ankauf. Holzkette mit leerer Fassung. Da geht uns noch was ab. Stein aus der Holzkette. Kann der da eine? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf Wiedersehen. Na, tatsächlich nicht. Ist auch nicht. Und da fehlt uns noch irgendeiner drum. Willkommen. So, das heißt, der kann weg, der Pokal kann weg, ja, und das war's dann eigentlich eh. Klotzen statt kleckern. So, dann kann man jetzt... Ja gut, das bringt uns halt einfach nichts. Wir hätten zwar jetzt Magnum Moon Code, aber die haben wir jetzt nochmal verschossen. Oder haben wir die verschossen? Komm zu mir, wenn du wieder Ja, die haben wir verschossen, so wie es ausschaut. etwas von Wert findest. Ja, die haben wir verballert, okay. Willkommen. Das heißt, das bringt uns jetzt eigentlich effektiv nichts, wenn wir die Magnum dabei einmal aufwerten, weil... Neuen Waren an. Erstens, ja doch, ich kann es sogar. Warte mal, was warten da? Feuerkraft. Die war schon gar... Ja gut, was anderes kommt eigentlich eh nicht in Frage. Abgesehen davon. Wenn der Duke kein Wild mehr braucht, Ich habe kannst du es neue verkaufen. Waffen für dich besorgt. Wie wär's? Ach so, okay. Jetzt weiß ich nicht, jetzt pass auf, brauchen wir mir noch Wild. Da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Da haben wir auch alles. Da haben wir auch alles. Brauchen wir nicht mehr. Gut, dann können wir das tatsächlich sogar verkaufen. Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Billiger Plunder? Gut, Na, dann schön. kannst du weg. Passt. So, Waren hat er keine mehr, außer die Early Game Waffen. Ja, okay, gut, dann haben wir jetzt 62.000 Leute, dann kommt man mal mit dem Aufwerten Mit anfangen Vergnügen. tatsächlich. Weil, für was darf man es denn sonst ausgeben? Sporen bringen uns ja nichts, neue Waren hat er keine. Gar nicht. Schönen Tag. Gut, so. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wie kommt man auf die Kisten drauf? Wir haben ja immerhin... Wir haben jetzt eigentlich alle Kisten gelootet, bis auf das, aber das ist ja Schatz der Festung, das ist ja beim Heisenberg offensichtlich, ja? So, das heißt, es geht jetzt eigentlich nur noch um die Kisten, oder? Es geht jetzt nur noch um die Kisten. Und da habe ich vorher gesagt, ich möchte einmal nur schnell ausprobieren, ob ich mit der Kurve die Zugbrücke runterlassen kann. Das müsste ja normalerweise dann auch gehen.
Weil da haben wir ja das Kurbelding da gefunden. Da, sechst es doch. Aber vielleicht kommt man eh über den Weg da hin. Tatsächlich. Bist du immun? Ja, immerhin. Ach, da haben wir Bottal, da schon her. Würde ich gerade sagen, aber keinen Schlüssel dazu. Ach, kann man dann... Jetzt warte mal. Da gibt es jetzt zwei Wege. Einer geht da hinten. Da kann man dann ungefähr da her. Jetzt schauen wir mal, wo wir aber in die andere Richtung hinkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gibt ja nicht umsonst zwei Richtungen. Ah, siehst du es da? Jetzt schauen wir mal, was da gibt. Wo haben wir denn da jetzt? Jetzt haben wir da ja rund irgendwo. Ja, da schauen wir jetzt einmal. Ich glaube, war keine gute Idee. Wobei, da brennt Licht. Ach Gott, ich hab schon wieder keinen Bock nicht. Okay. Oh, das ist mich verarschen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Alien oder was? Moment einmal, ist das nicht die vom 7. Teil? Wie hat denn die Name geheißen? Die Evelyn? Das war doch auch so ein komisches Spamviech, oder? Antike Münzen? 30 Pistolenschuss? Okay. Warum findet ihr eigentlich immer nur Pistolenschuss? Wie wär's, wenn ihr mal Flintenschuss finden da? Was? Frontgriff? Wo ist das? Aha. Ja, sauber. Opus aber da. Ja, das, daher, das lohnt sich. Das ist zauberhaft. Das nehmen wir mal so dankend an. Was haben wir jetzt so am Computer? Jetzt können wir da, Twitch Livestream. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalwey-Mutamycet, wie auch immer. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen, was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Aha, das ist also wieder der Pilz. Okay, da kann man dagegen schießen. Bei 127 bzw. bei 145 Pistolenschuss, da der wir uns jetzt einmal nicht oben. Das ist praktisch der Schwammerl, der wo im 7. Teil auch schon für Furore gesorgt hat. Okay. Ja, gut. Ja, ich... War mir ja irgendwie klar, dass das nicht ganz so unbewacht hätte bleiben können. Na gut. Zumindest haben wir für unser Granaten, oder? Ja, für das da haben wir jetzt ein bisschen... Okay, wir haben... Achso, das war Blendgeschoss. Fuck! Ich meinte, das waren... Ach da, wollte ich gerade sagen. Wir haben noch Explosivgeschosse gefunden. Na, immerhin.
Da ist das Boot. Dann schauen wir noch in die Richtung. Weil wir auch habe ich die. Oh, da. Oh, der Fisch, der tut springen. Da schau her. Weil wir alles fit bei dir. Oh, das ist ein gelber Fisch. Da schau her. Das meine ich, ist ein besonderer Fisch. Wenn du mich fragst, ist das ein besonderer Fisch. Okay, du bist mal wegen schnell. Das ist der 4000 km/h Fisch. Feinster Fisch. So, muss wieder unser Schlachtermesser herhalten. Da gehst du her. Na gut. So, dann schauen wir noch in die andere Richtung. In der anderen Richtung muss es ja dann wahrscheinlich auch noch irgendwas geben. Weil wir alles fit bei dir. Oh, so da mal aussteigen können. Okay. Ja, die Truhe, die holen wir uns jetzt noch. Das passt ja dann perfekt. Was tun wir jetzt mit dem feinsten Fisch? Den werden wir zum Duke bringen. Gerade aufgewacht und dem erst um 8 Uhr in der Früh ins Bett. Ach du Scheiße. Ja, dann hoffe ich, dass du zumindest einen halbwegs guten Schlaf gehabt hast, auch wenn er nicht recht lang war. Ja? Also ich hoffe mal, du bist halbwegs fit. So, steigen wir da mal aus. Wo haben wir jetzt? Wir haben ja immer noch nicht bei der Kiste. Besonders gut wird Frühschicht morgen. Ja, das ist natürlich wieder eher suboptimal. Ah, da haben wir noch eine Kurve. Ja, ich muss heute noch in die Nachtschicht für alle, falls die beruhigt. Ja. Ich muss heute noch in die Nachtschicht. Aber ich Zeittag tatsächlich schon. Jetzt die Woche, ich habe jetzt noch 3 Tage Nachtschicht, also heute, morgen und übermorgen und dann noch einen Tag Frühschicht am Freitag und dann ist Urlaub. Okay? Dann ist Betriebsurlaub. Das nehmen wir jetzt einfach einmal so hin. Was haben wir jetzt da? Da geht's auf alle Fälle einer. Okay. Jetzt schauen wir erst einmal in die Richtung. Schauen wir erst einmal, was ist da überhaupt? Ach, da. Ach so, das ist das Haus, wo wir da. Ja, stimmt, da haben wir die alte zusammen, da liegt da die alte herunter normalerweise, oder? Wenn wir jetzt da reingehen, müssen da die Leiche von der Lady Dimitrescu drinnen liegen. Ja, da kommt man nicht mehr rein, okay. Aber da haben wir rausgekommen tatsächlich. Da haben wir rausgekommen, nach dem Schloss. Okay, alles klar. Ah, und jetzt kommen wir auf die Truhe da oben. Okay. Wahrscheinlich, den jetzt einmal. Da wird jetzt ein Brunnen übersehen, tatsächlich. Echt, ist da noch ein Brunnen? Stimmt, da ist noch. Ja, Mr. Prof, da haben Sie gar nicht einmal so unrecht. Das hätte ich jetzt übersehen, tatsächlich. Da ist nämlich noch ein Brunnen. Da ist noch ein Brunnen, da haben wir nämlich die Kurbel jetzt dazu. Und da können wir jetzt natürlich mal schauen, was in dem Brunnen drin ist. Kann jetzt natürlich auch gut möglich sein, dass mir jetzt dann da ein Gegner anspringt. Das letzte Mal, wo ich in so einen Brunnen eingestiegen bin. Moing geschubster Haufer grinsender Smiley. Mr. Verb, danke dir für dein Resub im 8. Monat. Willkommen weiterhin in der Party. Viel Spaß mit dem Mods. Merci für den Jumpscare. Was ich sagen wollte, das letzte Mal, wo ich in so einen Brunnen eingestiegen bin, war nicht sonderlich schön. Okay? Es war nicht sonderlich schön, wie das letzte Mal in den... Jetzt sieht's nicht mehr! Ja, danke dir. Jetzt sieht's nicht mehr. Der Mr. Verb hat das Timing perfekt getroffen, okay? Das letzte Mal, wo ich in so einen scheiß Brunnen eingestiegen bin, war das alles andere als schön, wie ich dann wieder rausgegraben bin. Ja, ich hoffe, dass jetzt dann da, wenn ich wieder aussteige, nicht wieder irgendein so scheiß behindertes Baby schreit. Und wenn doch, dann mache ich einen Stream aus. Und zwar instant. Aha. War eher zum Aufheitern. Okay.
Ja, was ist jetzt da? Was wird da gespielt? Verstehe die Frage nicht. Ach, der gerade. Ah! Okay, der kann da. Verstehe die Frage nicht. Ah, da müssen wir. Okay, okay, ich glaube, ich verstehe schon, wir müssen da eine Brücke machen tatsächlich. Oder so eine Art Brücke. Dass wir da quasi umkommen. Ja, jetzt pass auf. Haben wir da noch weiter Schirm? Ja, tatsächlich schon, okay. So, dann muss das wahrscheinlich da oben, oder? Ja, das lassen wir jetzt einmal. Also jetzt passt so macht. Jetzt kann man eigentlich theoretisch hergehen und sagen, jetzt pass auf, mit das Mittelding. Ja, so war es jetzt eigentlich nicht geplant. Ja, das war aber jetzt... Ja, das war jetzt... Okay, das war jetzt ein bisschen gar einfach. Explosivgeschoss, das nehmen wir. Ja, der da unten hat es hinter sich. Großer Taubenblutrubin. Ah, der kann vielleicht in die Kicken gehen. Jetzt bei so Wacht. Ah, da schau her. Lady Dimitrescus Halskette. Eine mit 2 Rubinen besetzte, verzierte Halskette aus purem Gold. Sehr wertvoll. Okay, das Ding ist scheinbar fertig. Warte, Moment einmal, die Münzen. Es ist doch die Resi-Sim-Münzen, oder? Antike Münze, weil eine aufwendige Münze sieht aus wie die bei dem... Wollte ich gerade sagen, die Münzen haben wir doch beim Resi-Sim braucht, damit man in die Vogelkäfige reinkommt, damit man da die Upgrades kriegt. Oh, haben wir jetzt Magnum gefunden? Ja, Ohrenschuss, wow, toll, super. Da gibt's... Irgendwas gibt's aber da, ne? Da kann man aufschließen, dann fährt das alles... Achso, da kommen wir dann praktisch wieder zurück. Ich hoffe jetzt einmal, dass das Ding da nicht runterfällt, weil sonst bin ich am Arsch, würde ich sagen. Ja, aber da gibt's noch irgendwas. Da haben wir noch irgendwas nicht gesehen. Die Frage ist nur, was. Müssen wir nochmal nach oben gehen. Ich glaube, dass wir oben irgendetwas übersehen. Achso, jetzt komme ich natürlich nicht mehr auf, wahrscheinlich, oder? Scheiße, jetzt komme ich da natürlich nicht mehr auf. Ja, okay. Oh, was haben wir da? Ah ja, lol. Okay, gut. Hat sich erledigt. Der wenigstens schreit diesmal kein Baby nicht. Gut, so, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass mir jetzt gleich wieder irgendein Mistviech anspringt? Liegt wahrscheinlich bei 100%, oder? Doch nicht, das wundert mich jetzt. Gut, dann machen wir jetzt... Daxins_VSDI Größ-Fan. Es freut mich, wenn es Ihnen gefällt, okay? An der Stelle Dankeschön für das meistens oder bisher immer sehr positive Feedback. Das bedeutet mir sehr viel. Ja? Es freut mich, wenn Sie euch unterhalten fühlt. Das ist das Wichtigste. So, was haben wir jetzt da? Ein Firestay und 2 Sachen, wo man ansenden kann. Also ich tippe jetzt einfach mal, dass wir mir das ansenden müssen. Da, jetzt pass auf. So, das war mal ein Pro-Tipp von Mr. Shadow, dass man die Dinger auch anschießen kann. Das habe ich nämlich auch nicht... Aha. Ja, toll.
Ja, da gibt es ungefähr alle Gelder. Da ist der Euro-Jackpot gewesen jetzt. Ja, die muss man halt wahrscheinlich auch anzünden, oder? Weil... Ja, den muss man anzünden, dass man da herkommt wahrscheinlich, oder? Und deswegen ist auch das Loch da auf der Seite, der kommt quasi immer wieder da raus, oder? Ja, natürlich. So, du gehst jetzt einmal mit mir mit, Charlie Brown, damit ja nichts passiert. Da, freilich. Ja, du bist ja der alle Bläder, der umeinander läuft, oder? So, probieren wir es noch mit da. Da kriegt jetzt bestimmt einer aus, oder? Wenn der hier ist. Ja, okay, das ist ja okay. Da kommt immer nur einer und den braucht man für das, dass wir das da hinter senden können. Da habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. So, jetzt laufst du mal in die Feierstelle rein. Sechst das da. Und jetzt gehst du mit mir mit. Da, Charlie, da geh mit. Ja, fein ist er. Da geh her. Du bist ja ein Braver. So ein Braver. Ja, da geh her. Ja, da schmus einmal mit der Lotte. Du bist ja so ein Zauberhafter. Oh, ja, du bist nicht zauberhaft. Verpiss dich von mir. Schleichte. So, dein Zweck hast du erfüllt. Jetzt kannst du ein Penner gehen. Auf Wiederschauen. Oschkeibe. Na, sechstes da. Scharfschützenmoon? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das halten soll, dass wir mir jetzt auf einmal wieder so viel Moon finden. Goldene Lady Dimitrescu. Ja, die andere hat mehr Personalität gehabt, wenn du mich fragst. Magnum Moon. Ja, okay, das nehmen wir schon. Das nehmen wir immerhin schon. Gut, dann haben wir das jetzt auch tatsächlich. Sehr gut. Ja, dann. 149 Pistolenschuss. Bist du eigentlich komplett zerrissen? Bitte folgen Sie mir unauffällig. Genauso nämlich. So. Ja gut. Dann gehen wir mal Richtung Dorf. Don, danke für dein Following. Vielen lieben Dank. So, da haben wir mal das erste Mal eingestiegen, oder? Weil da war ja die Brücke tatsächlich. Gut. So, schauen wir mal schnell auf Karten. Haben wir noch jetzt irgendeine Truhe übersehen, abgesehen von der, die wo ja beim Heisenberg ist, okay? So, da herum haben wir alles, in der Mitte haben wir alles, die da rund haben wir auch. Das heißt, der Loot-Ausflug heute war erfolgreich. Wenn er auch nicht ganz entspannt war, aber er war erfolgreich. Und das ist einmal das, was zählt. So, jetzt verkaufen wir den ganzen Schund. Oh ja. So, jetzt haben wir ja ein bisschen einen Fisch gefunden, meine ich, gell? Geflügel müssen wir halt noch irgendwann einmal einen finden. So, da haben wir jetzt einen Fisch, das nehmen wir gleich einmal. Zurück. So. Mehr Fisch, mehr gut. Genau so nämlich. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich sage jetzt einfach mal Chiorba de Pork. Beim Acker gibt es noch Nuggets. Der scheiß Acker kann man mal fett... Stimmt, Moment einmal, stimmt. Da können wir und umschleichen. Da meine ich, hat man und umschleichen tatsächlich. Das probieren wir aus. Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. So, da haben wir einen feinsten Fisch. Wir müssen noch 5 Fisch finden. Wo sollten wir denn den nur auftreiben? Gut, da geht uns jetzt ein Geflügel ab und das ist der beim Ocker. Ja, da geh wieder mal her, du Fettsack. Glaub nicht so viel und los mit. Sieh, fix nochmal. Der sagt dabei gerade zu fressen. So, jetzt. Antike Münze hab ich. Die mit 50.000 ist, das hat sich gelohnt, dass wir die aufgekommen haben. So, goldene Lady, die mit Rescue, die keine Depf nicht hat, die ist nicht ohne Grund nur 20.000 wird, die weg man schon. Nein, ich kaufe es dir gerne. So, das heißt, jetzt können wir alle Waffen aufwerten. So, da haben wir jetzt durch. Das heißt,
Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis er mal irgendwann in seinem Leben wieder neue Wagen kriegt. Ansonsten haben wir mit unseren Waffen voll aufgehört. Hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich glaube, es beim Moro. Der Fisch schwimmt normalerweise immer. Alter, ich hätte jetzt meinen, der fliegt auf den Baum umeinander. Einbruch. Aber zum Moro kommen wir nicht mehr. Da müssen wir. Das soll da ja nicht verraten, das ist a Geheimnis, da se die größter Fan bi. Wie gesagt, es freut mich, wenn sich ihr unterhalten fühlt. Und danke für deine Bits. Ich tue mein Bestes. Ja, das Problem ist, der Aufzug da oben zu ist nämlich defekt. Da komme ich nicht mehr hin. Das haben wir ja am Anfang gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das jetzt dann einfach saublöderweise komplett übersehen haben und wir einfach Pech gehabt haben. Ja, asozial. Oder ob wir mir noch anderweitig auf dem Fisch irgendwie hinkommen. Hilft jetzt eh nicht. Auf alle Fälle holen wir uns jetzt bei dem scheiß Ocker noch irgendwie das 4000 km/h Kickerl in der Hoffnung, dass uns da der scheiß Mistaft da nicht wieder auffällt. Aber das sollte man eigentlich ganz gut hinbringen. Das probieren wir jetzt einfach noch. Ja, die Zeit haben wir jetzt noch schnell. Jetzt holen wir uns das Kickerl noch, weil wir Kickel auch mehr gut haben. Und dann sehen wir schon, wie wir weiter tun da. Leider klappt das eine Gericht nicht mehr. Ja, dann haben wir Pech gehabt, dann hilft es ja nicht. Dann holen wir uns jetzt recht noch das Kickerl, dass wir zumindest 4 von 5 vollbringen. Irgendwie habe ich so das böse Gefühl, dass wir mir da jetzt massivst sterben. Oder ist der weg? Ah, 6 ist da. Easy. So, Geflügel Nummer 1, Geflügel Nummer 2, da haben wir noch rostige Reste, das nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir das auch geschafft, da schaust du her. Bis einmal duschen, passt schon, wir sauber, rutscht mir ja nicht aus, ich sag das. Bevor man in die Hütte ging, wo Chris war, konnte man nach rechts. Ja, das habe ich übersehen. Gekonnt. Aber mei, das hilft jetzt eh nicht, das ist jetzt passiert. Ja, ich mache jetzt einfach wieder einen Usain Bolt, weil es wurscht ist. So, perfekt. Beim ersten Durchlauf habe ich es auch übersehen. Ich glaube, dass ich einiges übersehen habe tatsächlich. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich Feine gesehen habe, dass ich Feine gespannt habe. Aber das ist halt typisch Resi. Also wenn du beim ersten Mal, wenn du da alles siehst, dann bist du sowieso kein normaler Mensch nicht. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Nein, ich mag essen. Wir haben alle Zutaten beisammen. Ja, dann koch. Gut. Et voilà. Torcitura de Pui. Die maximale Gesundheit wurde beträchtlich erhöht. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Die Bewegungsgeschwindigkeit darf bei dem Gericht steigen. Ja, okay. Aber wenn du jetzt mich fragst, haben wir eigentlich die wichtigen Sachen. Wir haben dass wir mehr Damage kriegen können und wir haben jetzt, dass wir beim Abwehr weniger Damage fressen. Eigentlich haben wir das Wichtigste, weil ob wir jetzt 3 km/h laufen können oder 5, das meine ist dann auch schon wurscht. Beim Resident Evil 4 hatte damals alles beim ersten. Ist ja nicht normal. Ich bin gespannt auf die... So. Das heißt, nächster Halt ist der Heisenberg. Theoretisch. Mr. Prof. Valentine, eine Frage. Wie lang dauert das Spiel jetzt noch ungefähr? Wahrscheinlich so um die 3-4 Stunden. Ist das richtig? Kommt das im Bereich des Möglichen sein? Beim Heisenberg weiß ich tatsächlich eigentlich jetzt nur noch, dass man in irgendeiner Fabrik kann und dass sie eher später mal verwandelt. Was genau in der Fabrik alles passiert, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ja, ich weiß nur, dass ein paar Maschinen auf uns zukommen, das weiß ich tatsächlich nur, aber mehr ist da nicht. Okay? Heisenberg ist der größte Bereich. Okay? Das heißt, es dauert dann doch noch ein wenig länger. Es geht mir gerade darum, dass ich es ein bisschen planen kann. Okay? 2 bis 4 Stunden. Okay, also rechnet man mal mit 2 Streams. Okay, alles klar. Dann weiß ich da auch Bescheid. Gut, Kisten haben wir alle, haben wir gesagt.
nächsten Zutaten. Okay. Der wir das Inventar noch ein wenig ordnen, weil das gehört ja da schließlich auch noch dazu, weil jetzt, das schaut schon ein wenig sehr verhaut aus jetzt da das Ganze. Jetzt passt so. Jetzt werden wir mal die ganzen Waffen, werden wir mal nachlohnen. So, lassen wir auch gleich nochmal nach. So, Buttermesser kann man nicht nachlohnen. So, jetzt passt so. Jetzt werden wir da noch ein bisschen Tetris spielen. Ich hätte jetzt das einmal alles ein wenig seine Ordnung hat, oder? Weil das schaut auch aus wie Kraut und Rum. So, da ist jetzt irgendeine so depperte Rohrbomben. Moon, der wir mal auf die ganz rechte Seite. Ja, das nehmen wir mal da her. Da haben wir auch noch einen Moon. Den haben wir auch da her. Dann haben wir Rohrbomben, dann haben wir die 3 Heilungen, die haben wir dann da rein. Da haben wir auch noch Moon. So, dann haben wir unser Buttermesser. Buttermesser, da ist auch noch etwas. Kann man die stoppen? Okay, doch nicht. Ja gut. So, das Geflügel können wir praktisch verkaufen, das brauchen wir dann nicht mehr. So, da haben wir dann noch einen Dietrich. Gut, den Fisch, den verkaufen wir jetzt noch sowieso gleich. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Party eine Party 1 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 Party 1. Aha, der Verb hat einfach Bock auf Party. Verb, danke dir. So, okay. Das schaut jetzt wieder halbwegs noch ein bisschen was aus. Nicht so durcheinander. So. Freunde der Sonne. An Heisenberg lernen wir heute nicht mehr kennen. Den lernen wir erst nächstes Mal kennen. Ja? Mission heute war Looten und Bluten. Wir haben viel geblutet und wir haben auch viel gelootet. Ja? Also ich denke mal, overall können wir sagen, Mission des Tages erfolgreich erfüllt. Ja? War zwar nicht immer ganz entspannt, ja? Aber ansonsten glaube ich, haben wir uns glaube ich, nicht schlecht angestellt, ja, wenn du mich fragst. Ich glaube, das passt dann schon. Ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass es euch gefallen hat. Grüße aus dem Röck, Sigi, habe die Ehre. Haben wir Spaß gehabt, Freunde der Sonne, das ist aber das Wichtigste. War stressig nur heute, ja. Heute haben wir tatsächlich einige Gegner zusammen haben. Da schaut euch das einmal an. Da, das ist nicht gestellt, ja. Da. Stress, das ist mein Stresslevel aktuell. Und den habe ich doppelt. Da. Das ist schon fast wie wenn ich Tennis spielen darf. War spaßig. Ja, das ist das Wichtigste. Das Spiel ist schon wahnsinnig gut. Also da kannst du wirklich nichts sagen. Heute war es zwar wirklich tatsächlich ausnahmsweise mal echt extrem actionlastig. Heute war mit Gruseln nicht ganz so viel. Auch wenn der eine oder andere Jumpscare da dabei war, aber der ist meistens auf euren eigenen Mist gewachsen gewesen. Vor allem an dem Mr. Verb, der wo mir da mal sauber aus der Fassung gerissen hat, wie ich in den scheiß Brunnen reingestiegen bin. Aber so war es schon ganz in Ordnung. Tatsächlich hätte ich nicht einmal damit gerechnet, dass wir alle Kisten finden. Oder alle Kisten aufmachen. Habe ich tatsächlich am Anfang des Streams gemeint, das wird man nicht alles unterbringen. Aber ist sehr gut von der Hand gegangen. Auch natürlich mit ein bisschen Mithilfe von Enk an der Stelle. Auch nochmal Dankeschön. Ja, wie schon Streamende, Feierabend ist, darf ich dann zusperren. Jetzt warte erst einmal. Wir reden schon ein wenig. Es ist deswegen jetzt schon Feierabend, weil es jetzt langsam verdammt warm wird, da erinnert. Und ich habe ja gesagt, es wird bis ca. 12, halb 1 gehen. Und jetzt haben wir einfach einen schönen Cliffhanger für das nächste Gebiet. Beim nächsten Mal geht es ab dann Richtung Heisenberg, da gehen wir dann tatsächlich wieder einen Progress nach. Ja. Heute war sich mal ein bisschen mehr umschauen. Noch. Da haben wir ja noch das eine oder andere wichtige Zeug gefunden. Wir haben jetzt verdammt viel Mund. Ja. Also hätte ich auch nicht gedacht am Ende des Streams, dass wir mit, keine Ahnung, wie viele Schuss umeinander rennen, aber ich vermute mal, dass wir die Schuss brauchen werden. Ja? Ich vermute es einfach mal.
Beste Gruselstelle ist bei dem Baby. Ja. Also, ich hab selten sowas Simples gedenkt, also so simpel, die Stelle in dem Haus, in dem Horrorhaus, ist so dermaßen simpel denkt, aber so unfassbar effektiv. Und das habe ich auch dort an dem Tag gesagt, wo wir das gespielt haben. Es zirkt, diese Art Horror, der zirkt immer. Den kannst du 1000-mal schon gespielt haben. Jedes Mal wieder läuft es dir da eiskalt am Bugel runter. Es ist mucksmeißelstart, du hörst nur ein Knacksen, du hörst sonst gar nichts und dann kommt irgendein komplett abgedrehter Scheiß. Ja? In dem Fall war es bei dem Baby war es einfach so, ich sitze da irgendein so einen Fleischspatzen hin, der wo ausschaut, wie wenn er, weiß ich nicht, zu lange in der Sauna gelegen ist und macht und legt Babylaute drunter. Du hast keine Waffen nicht, das Ding läuft da einfach nach, du schiebst da einfach absolute Panik und das zirkt. Das ist simpel denkt, aber es ist unfassbar effektiv. Und das war, also Stand jetzt, was Horror angeht, in dem Spiel jetzt mit Abstand das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob noch irgendwann mal so eine Horrorszene kommt. Ich vermute jetzt einmal eher nicht. Ja, ich lasse mich gern da eines Besseren belehren, wenn es dann einmal so weit ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass was ein Horror angeht, das Haus in dem Spiel nichts mehr überbietet. Und ich muss auch tatsächlich sagen, der Simmer, Resi Sim, war, was Gruseln angeht, deutlich intensiver wie bisher der Achter. Ja, der Achter hat einmal seine Phase gehabt, eben in dem Haus, da wo es wirklich extrem zum Schwitzen geworden ist. Aber der Simmer war ja fast durchgehend Horror. Gottkiller, habe ich die Ehre, grüß dich. Oh, der kommt auch aus Bayern, wenn er Servus schreibt. Denk jetzt einmal. Und die Angie-Suche war auch witzig. Das war der Bosskampf da noch. Ja, gut, der war einfach ein bisschen, der war einfach ein wenig gestört, aber so. Aber sonst, alles in allem, bisher ist das Spiel einfach wahnsinnig geil. Also, selber spielen, wie gesagt, so ein Horrorspiel selber zum Spielen ist immer anders, wie wenn man zuschaut, tatsächlich. Das hätte ich selber nie gedacht. Also, wie gesagt, oder aus Österreich. Was Horror geht, ist Dead Space 1 Hammer. Habe ich tatsächlich nie gespielt, weil ich Ego-Shooter-Legastheniker bin. Herausforderung 40 Sekunden. Na, lieber nicht. Wie gesagt, es hat einfach was, genau. Also Resi 8, muss ich sagen, ist eine perfekte Mischung aus... Das hat so ein... Das ist gut gemischt, sage ich mal. Du hast halt brutale Actionsequenzen, du hast Rätselsequenzen und du hast halt einmal so ein Gruselding drinnen, da wo du auf einmal sagst, ja scheiße, da sitzt jetzt irgendetwas oder ich sehe, es ist finster oder was weiß ich was. Es ist eine gute Mischung tatsächlich, Resi 8, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, das Zimmer war wirklich deutlich mehr gruselig als wir actionreich. Aber... ja, mit Resi kannst du halt eigentlich in der Regel sowieso nichts falsch machen, abgesehen davon. Gut, ein 5er und ein 6er, den vergessen wir jetzt einmal, weil die waren absolut grottenschlecht, also meiner Meinung nach. Aber 1, 2 und 3, okay, die waren, also das 1er vor allem war verdammt gut, das 2er war auch nicht schlecht, das 3er, ja, kriegt noch eine solide 8 von 10, da ich sagen. Beim 4er hat es ein bisschen auslassen, 5er und 6er waren eine Vollkatastrophe und der Simmer ist dann langsam wieder in die richtige Richtung gegangen. Und der 8er ist bisher eigentlich auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Ghost Exile würde ich richtig feiern mit dir. Ja, ich hab schon so die Vermutung, also ich weiß ja nicht, was das sei uns Marshall planen, aber es kann sein, dass das wahrscheinlich bald passiert. Oder besser gesagt, dass mir das bald passiert, okay? Ich muss in Lurk, you know why. Danke für den Stream und gemütlichen Sonntag noch. Wifi, ja, ich weiß wieso, wir hören uns sowieso gleich wieder. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Und danke dir fürs Zuschauen. Dead Space ist Third... Echt? Okay, dann verwechselt das wahrscheinlich gerade. Ist eh egal. Nein, es wird immer wieder mal in regelmäßigen Abständen. Es wird hin und wieder schon mal ein Horrorspiel geben bei mir. So ist es jetzt nicht. Wie gesagt, wir haben im November Resident Evil 7 gespielt. Jetzt spielen wir Resident Evil 8. Im November, meine, kommt das DLC. Das wird man natürlich auch sowas von sicher spielen. Ja. Wenn dann irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr, man weiß es ja nicht, wenn dann einmal Resident Evil 9 kommt, dann wird man Resi 9 spielen. Das ist auch wohl völlig klar. Es ist jetzt nicht etwas, was jede Woche auf meinem Kanal läuft. Also bei mir ist tatsächlich gerade für die Neuer, die wo jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei haben oder die wo jetzt heute erst neu dazugekommen haben,
mein Content ist sehr unterschiedlich, ja. Also ich spiele momentan, also heuer unfassbar viele Story-Spiele, es kommen auch noch unfassbar viele Story-Spiele, vor allem jetzt, kann ich auch schon vorwegnehmen, wenn wir mit Resi fertig haben, kommt God of War, ja. Also allein durch die Umfrage, was wir da damals vor ein paar Wochen in Discord gemacht haben, ihr habt immer noch unfassbar Bock auf God of War. Das hätte ich eigentlich damals nicht gedacht, weil wir Anfang des Jahres die ganzen klassischen Teile an ein Stück durchgezogen haben. Aber ihr wollt God of War scheinbar immer noch genauso gern sehen, also kriegt ihr auch noch Resi God of War. Gibt's aber überhaupt nichts. Und da kommt ja im November auch der neue Teil, ja. Also das heißt, es passt zeitlich eigentlich eh genau. Also es ist Content geboten, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Spiele unterbringen soll. Ich habe so viele Spiele, die ich spielen möchte und ich weiß halt nicht, wie ich das alles unterbringen soll. So. Da haben wir gefühlt bis Ende nächsten Jahres beschäftigt. Aber gut. Callisto-Protokoll habe ich tatsächlich auch schon mal was gehört. Da habe ich tatsächlich auch schon mal was davon gehört, aber natürlich noch nichts gesehen davon. Müsste ihr mir vielleicht noch einmal einen Trailer anschauen. Aber gut. Kannst dich auch an Silent Hill mal versuchen. Da habe ich einen Film schon gerade schlecht gefunden. Ich weiß es auch nicht. Silent Hill war irgendwie komisch. Ich weiß es auch nicht. Mir fehlen nur noch 500 Punkte sein. Auwe. Ja, dann ist nächster Stream wahrscheinlich eh schon soweit. Apropos nächster Stream. Wahrscheinlich voraussichtlich. Gottkiller, danke für dein Following. Ich kann es jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Es wird wahrscheinlich eh morgen schon soweit sein. Es ist aber jetzt noch unter Vorbehalt. Also wenn, dann geht's morgen um 5 Uhr weiter mit der Rising Ruby Nuzlocke Challenge, mit der Hardcore Nuzlocke. Da tun wir dann morgen weiter, tatsächlich. Mit Resident Evil geht's dann wahrscheinlich, jetzt lass mich mal überlegen. Die Woche steht tatsächlich ein bisschen was an. Halten wir mal unter Vorbehalt an Mittwoch fest, wenn nicht am Mittwoch, dann spätestens. Allerspätestens am Samstagabend. Warum Samstagabend hat der Bazi sturmfrei? Ja? Also mit Resi spielen wir spätestens am Samstag weiter. Wie gesagt, die Woche ist einiges, steht bei mir einiges an. Jetzt kann ich es noch nicht hundertprozentig sagen. Aber morgen haut normalerweise noch hin. Wie gesagt, da spielen wir aber erst einmal mit der Hardcore-Nuzlocke weiter. Und Samstag dann spätestens Resi 8. Ja? Da machen wir dann wahrscheinlich auf Nacht den Stream. So auf eine 7 oder auf eine 6 wieder bis um eine 10, sagen wir schon. Und dann machen wir da weiter. Da schauen wir uns dann an Heisenberg an. Die Spiele sind eine ganz andere Nummer, okay? Ich weiß nur, es hat früher mal ein Silent Hill Spiel auf PS1 gegeben. Das war irgendwie komplett cringe, ich weiß auch nicht. Naja. Es ist der geistige Nachfolger von Dead Space. Callisto-Protokoll. Okay, ja, muss man noch einmal anschauen, tatsächlich. Schauen wir mal. Gut, Freunde. Wir gehen jetzt, also ihr habt's ja, sage ich das richtig, ihr habt's ja richtige Anhänger der Flauschknädel-Philosophie. Sage ich das richtig, oder? Zockst du auf Konsole? Momentan nicht. Also Resi jetzt tatsächlich spiele ich auf dem PC, aber halt mit Controller, weil ich halt mit Maus und Tastatur absolut nicht umgehen kann. Ich spiele aber tatsächlich auch mal Spiele auf Konsole. Ich habe eine PS5, ich habe eine Xbox 360, ich habe einen 3DS, ich habe einen Game Boy Advance, ich habe einen Game Boy Color. Ich kann auf ein unfassbar großes Spielerepertoire zurückgreifen, wenn es ist. Ja? Sagst du auf der PS5, okay. So, da ihr Anhänger der Flauschknädel-Philosophie seid, gehen wir jetzt zum Mr. Sempromike, der spielt Stray weiter. Ich glaube, was ich noch mitgekriegt habe, spielt er sogar fertig. Und ich glaube, nach Resi ist so ein bisschen eine Flauschigkeit überhaupt nicht verkehrt. Der Raid Command hat das sein Ding schon gemacht. Ich möchte noch kurz auf was hinweisen, gerade weil vielleicht halt ein paar neue auch da haben. Falls du gerade noch da sitzt und noch nicht gefollowt hast und dir ein wenig gefällt, was ich da betreibe, dann lass gerne mal ein Following da. Mach's genauso wie der Gottkiller, mach's genauso wie der Dom. Der kostet nichts, aber der hilft mir unfassbar stark. Wir haben jetzt kurz vor 150 Follower, das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Und kommen wir gerne mal auf meinen Discord-Server. Da kommt einmal in der Woche mindestens ein Ping, wann ich live gehe, mit was für ein Spiel ich in den Stream gehe, welche Uhrzeit, welcher Tag. Haben wir allerhand Leute schon auf dem Server, da könnt ihr mit mir reden, da könnt ihr mit alle anderen reden. Ist vielleicht einmal ein Blick wert, schau gerne mal vorbei, schaut auch nicht, ja, kostet natürlich auch nichts. Support ist kein Mord, genauso nämlich, Mr. Gottkiller, da sagst du ein wahres Wort. So, in diesem Sinne, lassen wir das mit der Eigenwerbung jetzt, der Raid Command, wir haben auch Raid Commands tatsächlich,
zumindest glaube ich mal. Genau, wir gehen jetzt wie gesagt zum Mike, der spielt Stray weiter. Lasst dem einmal ein Following da, wer es noch nicht da hat und wer ihn nicht kennt, ist ungefähr der lauteste Bassspieler auf Twitch. Der spielt aber auch gerne einmal etwas, so wie heute. Der ist auch der bayerischen Sprache sehr gut mächtig. Unfassbar sympathischer Mensch. Wie gesagt, gerne mal Support auch da bei ihm da lassen, wer ihn denn noch nicht kennt. Und dann sage ich jetzt einfach mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich da eng versammelt habt. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Wird verdammt warm. Ich werde mich jetzt dann wahrscheinlich ins Freibad schleichen, bevor ich auf die Nacht in die Arbeit muss. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen Abend wieder. Okay? In diesem Sinne habe ich die ich bin für heute raus. Viel Spaß beim Mike. Für euch. Bis wahrscheinlich morgen. Servus.